Sind wir ready? Sind wir rum. Es ist Episode 16 und wir haben einen Special Guest dabei und ihr werdet hören, wer das ist, nach dem Intro. Brüder, endlich haben wir einen Podcast, aber wehe, du nimmst nicht sehr, hat sein Lachen irgendwo im Intro mit. Also meine Kolleginnen sagen mir immer wieder, ich soll mal in den Podcast einhören und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht. Arkadaşım, terbiyesizlik yapma, kamera var. Beyefendinin nereden geldiğinden hiçbir haberim yok. Söylüyorum abi, çarşıyla geldi buraya. Yok ben küfür ediyorum, bu küfür ediyor. Ne istiyorsun sen? Kuzu istiyor. Das ist kurz und bündig. Das ist kurz und bündig. Ewa. Episode 16 mit dem Special Guest. Zen, wie geht's dir, Bro? Hey, was geht? Alles fresh wie. Der Intro-Sound hat mich gerade durchgeflasht. Das ist geil. Das ist eben der erste, den du gehört hast. Das ist eben der Kollege, der uns den Namen eigentlich gegeben hat. Zu gut. Dann nicht ihm, der Brüder. Bro, man, willkommen, schön bist du da. Ich muss sagen, wir haben jetzt schon gute 2 Stunden Moabit gemacht, gut gegessen. Podcast-Futter schon, verpulvert. Ohne Aufnehmen haben wir gut geredet. Ja, ich weiss gar nicht, über was sollen wir reden mit dem Zen, Bro? Was gibt's zum Reden, was wir nicht jetzt schon besprochen haben, Bro? Was haben wir nicht alles durchgenommen? Wir haben Religion, wir haben Familie, wir haben den Hustle, alles möglich. Alles. Hätte boykottiert werden sollen. Und Normal. Normal. Fix. Aber wir können sonst damit anfangen, indem wir erzählen, so ganz simpel und ganz einfach. Olum, was hast du jetzt gemacht? Alles gut. Okay. Wir können damit anfangen, indem wir erzählen, wie eigentlich oder warum jetzt das da so zustande gekommen ist, noch kurz als Info, es ist nicht irgendwie das. Voll, sicher. Also jetzt da, dass ich da heute Ja, voll. Ja, nein. Ich sage ehrlich, Bro, wir haben dir 10.000 Stutz gegeben für das. Direkt. Wir haben dir geschrieben, wir so, Bro, Scheiße, look. ich muss jetzt gut lügen, Ja. zum sagen, Kische das nicht gewesen. So. Kische nicht. Nein, wirklich, ich kenne ja die Jungs, also eigentlich, wir kennen uns nicht hure gut, Ja. so, man weiss so flüchtig früher, aber keine Ahnung, Bro, ich bin eben einer, wenn ich etwas gesehen, wo geil ist oder wo mir gefällt, und ich bin seit neuestem, auch schon seit ein paar Monaten auf TikTok, und dann habe ich halt eure kurze Videos gesehen, und ich sage, eben ganz ehrlich, es ist einfach, es hat mich geflasht, so gerade, ich habe das Gespräch geil gefunden, wie er auch redet, und um was es geht, und einfach, dass er offen sind, und dann habe ich ihm geschrieben, Bro, ich so, man, ladet mich mal ein. Lade mal ein, Mann. Gibt's einen guten Mohammed? Nein, ich habe das gern. Ich habe gemerkt, okay, das sind Leute, die reden. Ich suche immer Leute, die reden, weil ich rede auch gern viel. Also die von mir im Studio und so, meine Leute wissen Bescheid. So. Gute Gespräche sind Gold wert. Ja. Gute Gespräche sind Gold wert. Und man muss sagen, wir haben da jetzt 2 Stunden geredet, Bro, und es hat sich angefühlt, es ist ein bisschen kitschig, Bro. Aber es hat sich angefühlt, als würden wir uns schon lange kennen, Bro. Also wir kennen uns ja im Moment schon, aber ich meine so richtig so. der Gespräch, gutes Essen, guter Chai, Bro. Wirklich direkt super verstanden, so. Schön. Das ist auch schwer heute zum Finden, muss ich schon sagen, weil, ja, man, dass du dich einfach mal mit einem auch in einer Welle findest, so. Keine Ahnung, Bro. du hast das Film mal da raus, dass du anschaust, und bei euch habe ich das Gefühl, ich habe so auch so, okay, geil, man. Es ist wirklich genau so, wie ich es auf den Videos auch Bro, sehe. küsst dein Herz, so. man. Es Wir sind ist wirklich authentisch, so. Küsst Bro. ihn Ich sehr sag geil. Leute. Und ja, darum ist schön, dass ich da bin, man. Geil, man. Bro, Danke, dass du da bist. Ich denke mir auch immer so, früher, weißt du, im Kinski, Bro, in der Zeit vom Kinski, Bro, wenn du hast Kollege werden mit jemandem, du bist einfach angelaufen, Bro, hast gesagt, ey, was läuft? Weißt du, so, jetzt sind wir Kollegen, Bro. Heute, Bro, wir sind 27, bald 30 gewesen, der eine oder andere an dem Tisch, Bro. Du kannst nicht einfach angehen zu Leuten und sagen, ey, du bist jetzt mein Kollege, weißt du, reden wir jetzt, so. Also, es wäre schön, wenn es so wäre. schön, aber es ist einfach, es ist auch eine Sache, wie du aufwachst, habe ich das Gefühl, so, weißt. Ich meine, ich habe viele Kollegen, oder sagen wir einfach Leute, die ich kenne, von der Musik jetzt auch, ich habe es schon gut mit ihnen, aber ich kann jetzt nicht zum Beispiel länger als 2 Stunden mit denen hängen, Ja, fix. weil es einfach andere Gespräche sind. Fix, Unsere fix. Witze sind anders, weißt du, so, checkst den Arsim, wenn der mal dabei wäre irgendwo, Ja, so, ja. denkt er, weißt du, auch schon nur das da ist für ihn, Ja, so ein ja. Arsim zum Beispiel so, okay, Bro, hängen der ist Interview oder was? Ja. Also weißt du, er ist der liebste Mensch, alles Ja, gar nicht um ja. das, aber wir reden und lachen über andere Sachen als ein paar andere, und dann findet man sich gerade nicht so in den Gesprächen, und darum, weißt du, was ich meine, ist auch nicht schlimm, Ja, weißt du, was ja, ich meine, ja. ich muss ja nicht mit jedem Voll, musst du mit jedem keine gut haben, Ahnung. wirklich. Du kannst mit vielen, kannst länger reden, mehr reden, und bei Paaren sagst du, okay, bis da, du spürst das einfach gerade auch so.
Bro, man, zwei Sachen. Erstens, du müsstest das Mikrofon ein bisschen näher nehmen, Bro, dass man dich hört, die unser Mikrofon, du weißt, wir haben Du da hast eine nicht... brutale Stimme, Bro. Dich Ja, muss man ja. richtig, wenn Leute uns am Montagmorgen um 9 Uhr hören, müssen sie direkt wach, wenn sie nicht hören. Okay. Ja, genau, Bro. Boah, jetzt ist krass. Also, ist gut. Nein, Hey, ASMR. Also, mal, Hey Bro, ich wollte eigentlich gar nicht lang mit dir, ich meine, der Grund, dass du da bist, Bro, ist, damit wir geile Gespräche haben mit dir. Wir Ja, wollen gar nicht gross über Musik reden, aber, voll. so Interview-Style. aber, was ich gerne von dir wissen würde, du hast das vorher erzählt, ich habe mich kaputt gelacht und ich wollte das jetzt nochmal Ja, einfangen, Bro. Ah, das wegen dem Hoja. Ja, nein, es ist einfach ja darum gegangen, der Vergleich einfach zu Schweizer Rapper wie wir es sind. Also ich sage jetzt mal einfach, die Ausländer, die angefangen haben, Schweizer Rap machen, so, und von all den anderen damals. Also, wir haben ja auf niemand geschaut, so, weißt du. Ja. Und es ist einfach darum gegangen, wie wir dann eben so zu Rap gekommen sind oder wie wir das gestartet haben und halt wie wir damit umgegangen sind in der, kulturell jetzt von der Familie her, so. Ich meine, wo andere, ich sage jetzt mal so frech, Schweizer Familien schon halt einfach wegen der Schule und alles Generationen weiter gewesen sind, als es wir jemals können sein. Ist bei mir so ein Schritt gewesen, so, ich bin die Schweiz, mein Vater ist noch Bergmensch. Ja, so, ja. Eigentlich unmöglich, das können zu verstehen miteinander. Also, dass wir uns überhaupt dann können verstehen, so, das ist hure schwer für jeden von uns. Jeder kennt das so. Jeder Ausländer draussen kennt das Problem so mit den Eltern und einfach, ja, eben, und wo ich habe halt früher mit Musik angefangen, weil mein Bruder ist voll Hip-Hop-Fan gewesen, mit breite Hose. Er ist 4 Jahre älter. Ja. Er und der Cousin zusammen und ich bin halt 4, 5 gewesen, Bro, und ich habe gegrimt, Mann, weißt du? Was für einen Jahrgang hast du? 90er. 90, das heisst, dein Bruder ist 85. 86. 86. Ja. Das heisst, er ist wirklich eins von den Leuten, wo man kann sagen, er ist ein 90er-Kind, Bro. Ja, voll. Er hat Tupac so richtig gelost, wo er gelebt hat noch. Und du bist eigentlich in Berührung mit Musik gekommen durch deinen Bruder, so? Ja, ja, voll. Ich weiss noch, die ersten Mixtapes und so, haben wir auch schon mal drüber geredet, sind so damals CD brennt, weißt, ja, oder Walkman-Szene. CDs und so, was aber mit viel. Ja. Das ist eben ein Vibe, Bro. Ich sag dir, das ist ein Vibe. So, okay, du bist so in Touch gekommen mit Musik? Und der Gasman heisst mein Bruder. Er ist immer mit CDs heimgekommen, halt, weißt du. Und ich meine, ich bin auch einer von denen gewesen, wo der Changes Song, von Pack. ja, also einfach Song, wo er gestorben ist, habe ich ihn kennengelernt. Ja. Und wo ich gesehen habe, meinen Brüder und meinen Cousin am Durchdrehen, beim Fernseher, so MTV oder was damals war, hat so News gegeben. Tupac ist gestorben. Also weißt, ich habe das wirklich noch so, also irgendwo gesehen, weißt du, weil ich bin ja dort 4, 5, 6. Das ist 96? Bin ich da gewesen. Und es ist aber schon vorher gewesen, wo ich grimed habe, Bro. Ich bin eben, wie gesagt, Yes, oh, Bro, ich bin immer auf dem Tisch gewesen und habe immer einfach Sachen grimed, die ich gehört habe auf dem Englischen. Und ich habe halt immer Sachen gehört wie Wandley, Manley, Stanley, Bandy, Wanna Gandley. So Scheiß habe ich gemacht und mein Vater hat mich wirklich zum Hoja gebracht. Weil er denkt hat, ich bin psychisch krank oder an ein Gin in mir oder Chianon und was auch immer. Bro, ich vergiss nicht, der Hoja, der Wasser, so hat er erklärt im Kapak. Am Beschwören oder wie man das halt macht. Ich will jetzt nichts verletzen da, weißt du. So. Und dann habe ich das getrunken, Bro. Aber eben, und wie ich halt dir auch gesagt habe, mein Bruder hat halt gesagt, hey, er hat Flow. er hat einfach nur Flow, er ist nicht krank. Kein Genie, Mensch. Und dort fängt es ja an, Bro, schon, wieso wir es einfach anders kann. Du kannst sagen, was du willst, Bro. Ich kann es klar jetzt anders mit meinen Kindern. Meine Kinder sind so frei, so offen. Das haben wir doch gar nicht gehabt. Wir sind schon da frei und offen gewesen, aber unsere Eltern haben null Unterstützung gegeben, weil sie es nicht gecheckt haben. Weil sie es nicht gecheckt haben, Bro. Du hast auch keine Nerven, ihnen das erklären. Ja, alles. und ich habe dir auch gesagt, Bro, wir können unseren Eltern für das auch keine Schuld geben. Sie haben es nicht gekannt, sie sind da angekommen. Mein Vater hat Kleider genäht. Robert Chaps heisst das bei uns. Schneider ist er gewesen, Bro. Hat Lehre gemacht. Robert Chaps, ich weiss sogar, das ist das Wort, und ich weiss, wie lange gesucht habe. Ich bin, sorry, ich unterbreche, erzähl du weiter. Ich erzähl noch eine Geschichte zu Robert Chaps. Das ist da angekommen, hat auf der Baustelle gearbeitet, also bei der Stadt Zürich einfach. Und ich arbeite seit 35 Jahren dort, Mann. Und wenn ich ihm sage, hast du ein Hobby? Er kennt das Wort nicht, weißt du? Aber er hat mir das Geschenk gegeben, dass ich Hobbys haben und einen Traum überhaupt haben. Die haben nochmal die Schule besuchen. Der Vater hat gesagt, mein Großvater hat ihm gesagt, scheiß auf Schule, du musst die Kühe auf die Wiese bringen, die gehen nicht von alleine rauf. Oder, weißt du, so, du kannst gar nicht vergleichen, was für ein Leben die kann. Ja, das war dein Vater, wenn er da noch ist. Bro, mein Vater ist ungefähr. So 22. Er ist aber schon in Berührung gekommen mit der Schweiz, so mit 17, 18. Und das ist dann der
Blick, so, wo er hat gesehen, die Welt einmal da und er hat gesagt, ich muss da raus. Aber du musst auch eins wissen. Jeder, wie der Schippis jetzt. Weiss nicht, bei den anderen Kulturen, wie es ist, wo da gekommen sind, so. Aber jeder Schippi, Bro, wo da gekommen ist damals, ist mit dem Gedanken gekommen, ich gehe nach einem Jahr oder so wieder heim. Mit Geld. Bro, es gibt einen, und er sagt immer so, Bro, ich kann einen Traktor wählen, und jetzt sind 20 Jahre vorbei. Er hat verfickt nochmal nur einen Traktor wählen, einen neuen, im Kosovo. Und ist da gekommen, arbeiten, und es sind 20 Jahre vorbei, Bro. Sie haben selber nicht gewusst, dass das so ist. Weil mein Vater hat selber jetzt gesagt, er bereut viel, dass er nicht zum Beispiel, ich kann ihm immer jetzt noch, sage ich ihm, du bist ein wahrer Schneider, er kann das hure gut, er macht dir lange Hosen zu kurzen, kann dir Vorhänge näht, er macht dir alles, Bro, weißt du, und ich hätte ihn nur gern gesehen, dass er einen Laden hat. Weißt du, so, weil ich hätte es gesehen, weil er hätte den Willen. Was hat er dann gemacht, wenn er da gekommen ist? Was hat er geschafft? Bei der Stadt Zürich. Stadtreinigung. Okay. Abfall von der Stadt Zürich wegnehmen. Egal, seit 35 Jahren macht er das stolz drauf. Egal, er macht's. Und hat alles aufgegeben. Das ist ja der Geschenk von ihnen. Egal wie schlecht das Leben da war. Es ist niemals so schlimm gewesen, trotzdem wie, Bro. Es ist auf eine andere Basis einfach. Weißt du, was ich meine? Bro, ich sag dir auch, Bro, dein Vater ist da gekommen und er hat, es tut mir leid, Bro, wie meine Mutter ist da gekommen zum WCs putzen, Bro. Meine Mutter ist da gekommen zum eben WCs putzen, zum Putzen, zum Sachen machen, Bro. Damit ich nachher einen Podcast habe. Weißt du, was ich meine, Bro? Dass du Spass kannst machen. Damit ich mein Leben kann geniessen, Bro. Weil ich, Bro, das ist das, ich kann jetzt vor meiner Mutter stehen und sagen, Mami, ich will Film machen. Voll. Du kannst sagen und du sagst deinem Vater, Baba, ich mach Goldalben. Genau. Weißt du, was ich meine? So. Und jetzt, Bro, du hast 2 Kinder. Und jetzt deine Kinder können machen, was sie wollen. Und du bietest ihnen jetzt etwas anderes. Und das nur, Voll. Bro, weil dein Vater da noch ist. Weil dein Vater unten durchgegangen ist. Das ist so. Aber eben, ich sehe es ja auch jetzt, weil sie haben auch viel dazu jetzt noch gelernt. Weißt, mein Vater ist jetzt, Bro, 63 und er ist jetzt auch anders schon, als wie vor 15 Jahren. Er ist viel weiter, weißt so. Und ich habe so Freude gehabt, wo er vor 1,5 Jahren hat er den Schweizer Pass bekommen, Bro. Ja, man. Bro, das ist für mich so ein schönes Gefühl für ihn gewesen, weil er hat es verdient, Bro, man. Er hat es verdammt nochmal verdient, weil Normal, er Bro. schafft da, er hat immer Gutes gemacht, so ich finde das hure schön, weißt du, und 35 Jahre, Bro. Bro, weißt du, und das tut mir einfach dann eben, das tut mir ein bisschen weh, eben wie ich dir letztes Mal gesagt habe, mein Vater ist halt immer mit dem Gedanken so, sorry, habe ich nicht können mehr geben für dich oder mehr Support geben, aber die müssen einfach verstehen, dass sie eigentlich schon alles gemacht haben, weil ich hätte keinen Mut gehabt, Bro, mit 17, 18 im Ausland gehen, Bro, auch. Und in dieser Zeit eben noch ist es bei uns so gewesen, dass er hat auch noch eine Familie gehabt. Also vielleicht hast du eine Mutter noch drinnen, dann eine Großmutter oder noch Brüder. Das heisst, du musst auf die auch schauen. Das heisst, du hast nachher irgendwie, damals, was hat er, 3.000-4.000 Stutz Lohn gehabt, 3.200 Stutz oder so ist. Weißt du, musst da auf Kinder schauen, musst noch ernähren. Und du weißt, Bro, ganz ehrlich, ich wollte nicht schlecht reden, du weißt, wo unsere Leute drinnen sind? Du gehst ihnen 10 Stutz, die sagen, wieso nicht 20? Eben, Bro, sie sind halt gewohnt auch, Bro. Es ist halt so, wir haben es so gemacht. Ja, das ist so. Das Bro, es geht. Bro, mein Vater hat, also, wo halt, ich auf die Welt gekommen bin, im 94, wo ich auf die Welt gekommen bin, hat mein Vater so, richtig, weißt du, so, ich will meinem Sohn einen Kinderwagen kaufen, kostet 300 Stutz. Bro, mein Großvater sagt ihm so, ja, schick mal Geld ab. Er so, ja, ich habe genau 300, ich kaufe meinem Sohn einen Kinderwagen. Er so, ja, was soll ich machen, der Monat? Direkt so, weißt? Und jetzt bist du im Clinch. Eben, ja. Was soll ich machen? Hilfst dem Vater nicht? Hast verloren. Hilfst dem Vater, bist du verloren. Du bist in so einer Kultur. So oder so, unsere Eltern, Viele nutzen das aus, das weiss ich. Also heute spüre ich das und weiss das zum Beispiel. Ich bin auch der Erste gewesen, der zum Beispiel so, bei so Sachen an meinem Vater gesagt hat, ich würde das nie mehr machen, so. Es geht mal nicht mal böse drum, aber ich weiss ganz genau, die Leute haben genug. Also weißt, wir haben so viel Land zum Beispiel drinnen. Ja. Das Land dürfen sie nutzen, die Verwandten. Ja. Aber sie nutzen es nicht. Ja. Brot wird nicht mehr gemacht, es wird gekauft. Weißt du, so, verstehst du? Die Leute haben sich auch lockerer gemacht. Ist ja schön für sie. Aber dann, weißt du, bist einfach zufrieden mit dem, was du auch bekommst dann, weil du brauchst nicht viel mehr. Aber die haben jetzt auch halt ein anderes Leben. Ist auch so ein Mindset, weißt du, was ich meine? Ja, normal. Ich habe trotzdem aber Verwandte, wie ich dir vorher erzählt habe, wo du hockst dort, isst den Salat und siehst draussen Tomaten, die gerade am wachsen, also weißt du, wo gewachsen sind. Und die leben immer noch so. Und bei denen merkst du einfach, die sind frei im Kopf einfach. Bro, ich sag dir auch ehrlich, oft habe ich mir gedacht, Bro, ich bin jetzt vielleicht in meinem Alter, weißt du, aber ich habe mir oft gedacht, hey, wie krass wär's eigentlich wirklich,
einfach so ein Job an von Dunne sein, Bro. Du hast so viel Sorgen nicht. Du hast keine Sorgen, du hast aber eben was auch heute ist, schau mal, die Musiker von Kosovo. Ja. Heute kannst du auch nicht mehr sagen, du kannst nichts mehr werden da unten. Die können alles, Bro. Ey, Die Bro. sind Hacker, Freaks, die sind Wild. Game-Freaks, Hacker, die haben Kameras, die ich da noch nie gesehen habe. Die bauen alles, die können alles. Du siehst jetzt Sachen, Bro, weißt du, die faken es, bis sie es schaffen. Und das ist das Krasse bei denen. Sie haben, der Wille ist schon da, weißt du. Ja, ja. Aber ich weiss schon, was du meinst. Eben, wie ich dir gesagt habe, wenn wir runtergehen, sind wir die nie lachen. Das ist krass, Bro. Das ist etwas, das hat mich berührt, Bro. Das ist wirklich krass, es ist aber so, und das berührt jedes Mal, wenn du runtergehst, weil sie lachen dich wirklich aus. Du siehst, weißt du, die Kinder, die einfach ehrlich sind. So mit dem Velo, mit dem kaputten Velo, mit zerrissenen Kleidern lachen sie dich aus. Während du deine Nikes zum 4. Mal abputzt vom Staub dort, und er lacht dich aus, hey, schau, die nie lachen, kommen so scheiße. Depri-Phasen kommen jetzt wieder in der Ferien, weißt du. Wirklich, schaffst 11 Monate im Jahr, damit du 4 Wochen kannst, wie ein King, versuchen leben. Darum, ich bin jetzt auch länger nicht mehr drinnen gewesen. Ich liebe es drinnen zu gehen, aber ich gehe auch gern im Dorf einfach. Weil ich merke einfach, wie offen und frei viele dort sind, und das beruhigt dich einfach auch wieder. Weil du hörst dort wieder mal, weißt du, das Geile ist bei mir zum Beispiel, Bro, du hörst 3 Stunden lang kein Auto. Ja. Weißt du, und wenn mal ein Auto vorbeifährt, und ich sehe das Auto, mein Cousin ist mit dem Rücken zum Auto, sagt er, das ist der und der. Ah, Bro. Du weißt doch, wer es ist. Scheiß Also bei dir an der Goldküste, jetzt wo du erreicht hast, Bro, besteht dir ganz gut. Das ist richtig Dorf, Bro, dort, weißt du, schlussendlich. Und wir sind schlussendlich ähnlich wie Schweizer. Wir sind auch Dorfmenschen, Bro. Man hat das eigentlich gern. Mein Vater liebt das Dorf, weißt du. Ja. Bro, aber weißt du, was es ist? Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das gefühlt, Schweiz ist die einzige Nation, wo wenn Leute uns fragen, von wo bist, wir sagen automatisch, ich bin Kurd, ich bin Albaner, dies, das. Bro, ich habe Cousins in Kopenhagen, ich habe Cousins in Holland. Ich weiss, was du meinst. Bro, wenn ich dich frage, von wo bist du, sagt er mir Holland. Weißt du, ich bin Holländer, Bro. Aber dort wird das auch also anders von Anfang an. Es wird schon bei der Geburt, und der ganze Lifestyle ist auf das bezogen, dass du das kannst sagen. Ja, ich meine, ich würde das ja auch gerne sagen, aber ich habe ab und zu so das Gefühl, dann schaut mich einer und sagt, was schnurst du? Ja, Papier du bist ist Schweizer, ich schnurren. Ja, du hast einfach... Wir kennen da einfach viel mehr Sprüche so, und dass du halt da trotzdem, und sie geben dir halt ja auch die Freiheit. Sie zwingen dich ja nicht an. Ich meine, in anderen Ländern geben sie einen anderen Nachnamen und du bist gewesen. Weißt du, was ich meine? So, direkt. Gibt's viel. Viele Schippes in Griechenland haben von, keine Ahnung, Cortesio, Papadopoulos bekommen. Es gibt, weißt du, viel Millionen Schippes, Alter, wo so, aber weißt du, was ich meine? So, in dem Sinn, da hast du halt auch die Möglichkeit gehabt, du darfst frei, du darfst den Glauben glauben, du darfst den Dings machen, du darfst, aber ich weiss, was du meinst, wie das in Amerika so. Genau. I'm American, du bist nicht mal ein Land, Alter, eigentlich, aber du bist so eingefleischt, aber das, geben sie ihnen so mit, aber zum Beispiel in London ist es wiederum anders. Die Schwarzen dort sagen genau, ich bin von Kongo, von Senegal, von dort und von dort. Weil es ist, glaube ich, immer wie der Staat, wie das aufbaut. Ja, aber es ist einfach krass, das ist etwas, was mich recht überrascht hat, Bro, weil, wie gesagt, die Leute sagen automatisch, ja, ich bin eben, wie gesagt, ich bin von Holland, oder ich bin dies und das. Und ich glaube, das ist auch in unseren Köpfen. Du sagst ja immer so, ja, ich bin auch ein bisschen Schweiz, aber Bro, du bist doch da, wie alt bist du, wo du da angekommen bist? Bist du da geboren? Ja, Bro, schau, das Problem ist, Bro, das ist eben das Problem. Wir reden über etwas, wo du gar nicht kannst reden, weil ich da aufgewachsen bin. Was willst du, es gibt die Frage, Integration, das gibt bei mir einen Schaden im Kopf, weil du fixst mich gerade, du bringst mich in eine Matrix, wo ich sage, aber hey, ich bin da geboren, erster Boden ist Schweizer Boden gewesen. Alles habe ich da gelernt. Nur weil mein Zuhause oder mein Vater von irgendwo anders ist. Ich bin aber da ja aufgewachsen und alles. Klar, ich habe von Zuhause aus gelernt, ich bin Schippi, ich bin Albaner, muss ich sagen, und viele haben dir gesagt, du hast gesehen, dass du nicht von da bist, aber ich bin da. Ja, normal. Ich kann das nicht erklären, darum immer die Gespräche wegen sich integrieren. Was heisst das genau, Bro? Es heisst doch nicht sich integrieren, dass ich jetzt Schwedensbratwurst muss essen. Das heisst doch nicht integrieren. Das heisst doch nicht, dass ich dann mehr Schweizer bin, ob ich Fondue gern habe. So, weißt du, was ich meine? 100%. Integrieren heisst nicht aufs Land in dem Sinn. Ich meine, das Land lässt ich ja den Glauben glauben. Das heisst, es geht ja gar nicht, dass ich mich als Moslem integrieren kann. Es geht ja gar nicht, weil ich lebe ja völlig eine andere Religion. Also hören wir auf über das Reden. Voll. Integration ist, ich lauf nicht aus und mit der Machete und bring Menschen um. Ich schwöre. Ich bring nicht jemanden um, weil er jemand anders glaubt. Ich schlage nicht einen, weil er etwas anderes liebt. Das ist integrieren. Und das hat mich das Land gelernt. Ja, und wo ich zum Beispiel vielleicht, da sind wir auch froh drum. Eben, das bin ich ja froh. Das sage ich auch. Weil in einem anderen Land wäre ich vielleicht voll ein Rassist geworden. Weil ich dort aufgewachsen bin, wird so. In deiner begrenzten... Die Freiheit hat's mir gegeben da.
dass ich weiter kann denken, offener denken kann. Und das finde ich schon geil. Weißt du, das ist die Freiheit, Ja, Bro, die du aber da eben, hast. ich sage, du als Mensch, du als Musiker, du hast für das Land einiges mehr gemacht, für die Kultur in diesem Land einiges mehr gemacht. Bro, wir haben es ja nur schon, dass ich Schweizer Rap mache, sagt ja schon das. Ja, Bro. Weißt du, ich habe mich nicht bemüht, meine Kultur von meinem Vater da rein zu prägen in diesen Menschen. Ich mache das mit kleinen Taten. Zum Beispiel mein Name ist Zen. Du hast den Buchstaben Z nicht. Lern du etwas von mir, ich habe eben alles von dir gelernt. Bravo. Lern nur den Z sagen. Bravo. Checkst du, was ich meine? Das sind so kleine Sachen, die ich dann gebe. Aber Bro, sie haben mir alles gegeben, ist ganz klar. Die Welt hat mir alles gegeben, mein Denken, meine Freiheit, dass ich das kann sagen. Und darum sage ich, darum sage ich auch, ich bin Schweizer, weil einer hat mir mal gesagt, du bist so, wie du denkst, wie du redest. Ich rede mit mir selber auf Schweizerdeutsch, Bro, wenn ich mit mir rede. Ich träume auf Schweizerdeutsch. Hat das der EAZ gesagt? Nein. Nicht? Nein. Ja, weil er hat mir das mal gesagt. Schon? Ja. Nein, aber das hat mir wirklich, weißt du, Bro, wir reden miteinander. Ja, also, ja, wir ja. haben ja Geschichten, so wie, Ja. es geht Welche ja. Sprache denkst du? Checkst du, was ich meine? So, und, bei mir ist das auch so, weißt du, ich denke so, und darum hat mir eben einer auch gesagt, darum kannst du das am besten, du kannst dich am besten ausdrücken auf Schweizerdeutsch, das kann ich einfach am besten. Ja, Ich normal. könnte auf Albanisch nicht so, ich kann gut Albanisch, Bro, aber die Schippis da draussen wissen, verstehen mich, wir können trotzdem nicht so perfekt. Bro, Ja, wenn du drinnen bist, die hören ja, dass du... Ja, nicht- genau, Ja, und ich kann mich am besten einfach auf Schweizerdeutsch ausdrücken, und ich glaube, das ist der genug Beweis für all die da draussen, die auf das Umbuhren stehen, um das Ja, ja. integrieren, Dings abschliessen, da haben wir's. So, Ja, ist das ja. jetzt abgeschlossen, kann ich jetzt weiter Rap machen. Ja, Weißt du, weil ich mache ja nicht Rap für Schippis, ich mache ja Rap auf die Sprache, die ich sie machen will, und will ja das Land gross machen. Ich habe ja Bock, das zieht mich ja noch mehr. Es läuft überall, langsam Belgien, kommt auch schon im Rap rein. Ja. Bro, Holland, wenn ist Holland im Rap drin gewesen? Italien früher noch nie Bro, in meiner der Zeit. 2016, 17, wo Trap so aufgekommen ist, Ja. hat auf einmal all die Länder, haben Ja, auf aber eben einmal... sagt 2005, 2006, Ja, hat es ja. die Länder noch nie gegeben. Aber du hast selber vorher gesagt, Bro, und das ist ganz really line, weil ich habe gesagt, ich höre auch schon mega lang Schweizer Rap. Ja. Und du hast selber gesagt, ich habe mich geschämt. Voll. Sag. Ich habe mich geschämt, Schweizer Rap zu zeigen. normal, Die Bro. gleichen Jeder Sound. sich Die geschämt. eigenen Jeder Sound. sich geschämt. Weil niemand mitgemacht hat, Bro. Es hat niemand mitgemacht. Du brauchst, es fängt ja immer so an. Jede Theorie heute, grosse Welttheorie hat mit einer kleinen Gruppe angefangen, die an dich geglaubt hat. Ja. So, weißt du, was ich meine? Du weißt es ja am Anfang nicht, so. Du schämst dich, weil erstens mal, es ist etwas Neues. Du bist ein Schippi, du wachst in der Dings auf, wo in der Schulzeiten Gruppen sind, wo Leute schnell können Meinung ändern von jemandem oder seinen Traum kaputt machen, nur weil 6 Leute das sagen. Also, du hast verdammt stark müssen sein früher. Ich bin zum Glück so gewesen, dass ich gesagt habe, ich scheiß auf dich, was du sagst. Weißt du, checkst, schnell bist du zum Schweizer geworden, und das ist wie dann, du weißt, was ich meine? Schnell als geheißen, du, weißt du, bist ein Schweizer oder was? So, weißt du, die Sprüche halt von denen, und du Weil du bist deinen so Weg verloren gegangen bist, gewesen irgendwie, weil du bist irgendwie das gewesen, aber du willst dich beweisen auch, du willst nicht schlecht dastehen vor dem, weil du hast so eine Kultur, wo dir die Heime sagt, du musst stolz sein, und du hast so mit so Sachen zu kämpfen gehabt, sinnlos, aber ich habe mir nie zu viel Gedanken wegen dem gemacht, weil ich gesagt habe, ich mache Musik, Alter, fickt euch, ich sage, was ich will, aber und ich kann mich auf Schweizerdeutsch am besten ausdrücken, weil ich habe meinen eigenen Slang, meine eigene Dietiker-Sprache, die wir haben, wir reden so, und das ist für uns trotzdem wie etwas Neues gewesen, weißt? Und Bro, deswegen hat es mich noch mehr gepusht, und dann sind die ersten 5, 6 besten Kollegen, so, wo du auch dich zurücklernen kannst auf die, weißt du, und wenn die dir dann sagen so, Bro, das ist neu, alter Mann, weißt du, wir werden alle holen mit dem Scheiß, so, jeder macht das, weißt du, jeder, der grösste Michi irgendwo im Kinderzimmer in einem Dorf wird vor dem Spiegel deinen Text rappen, und so, glaub mir, mach das, und Bro, wir haben es gemacht einfach, Mann. Und weißt ist du. es so jetzt, Bro? Bro, Es ist so, Bro. Sag es ist ehrlich. so, Mann. Es ist so. Bro. Und weißt du, was ich meine? Jetzt, gehen am See, jeder lässt Schweizer Rap, Ja, das ist Bro. normal geworden. Ja, Bro. Wir haben am See gelaufen, Stimmt Bro. oder stimmt? Und wir haben uns geschämt. Es ist schon hart, das Gefühl, aber es ist hure schön gesehen, wie es gebrochen worden ist. So. Ja, Bro. Du hast, und das muss man auch sagen, erstens, du hast Wege geebnet, Bro. Das ist so. Geiles Sicht, Mann. Und zweitens, Bro, ich hatte das vorher auch schon gesagt, das jetzt nochmal vor laufender Kamera und allem, Bro, und ich habe dich nicht so gut kennt dort, nicht so gut wie jetzt nach diesen 3 Stunden voll, Gespräch, voll. Bro. Ja, wirklich. Aber, wo ich dich und der EAZ gesehen habe auf der Stage, auch wo ich Sektion Zürich auf der Stage gesehen habe, voll. an der SMAs, Bro. Voll. Ich bin, und wir haben das Problem in der Schweiz, dass wir eine Nicht-Gönner-Kultur sind, Bro. Ja, ja. Übertrieben. Aber ich habe dich gesehen und ich habe gedacht, Bro, niemals hätte ich mir erträumt, vor 10 Jahren, wo ich MTV und Viva geschaut habe, Ja, voll, Mann. weil ich habe Schweizer Rap gesehen.
Sektion Kuchikästli ist es gewesen. Wie heisst die? Bandit, Breitbild. Breitbild, all die. Alles, ja. Ich habe alle gesehen, Bro. Ich habe wie heisst der Superschweizer? Der Gima. Gima. Ich habe alle gesehen. Ich habe Blick gesehen. Voll. Habe ich einen gesehen mit schwarzen Haar und schwarzem Bart wie du. Ja. Habe ich einen gesehen, der kurdisch aussieht, türkisch aussieht. Voll. Wo einfach näher an dir ist, ja, voll. Ja. Keine. Und ich sehe dich auf der Stage, Bro. Ich habe dich gesehen dort und ich hab gesagt, was du gemacht hast dort, dass du auf der Stage bist. Weißt du, was du gemacht hast, Bro? Irgendein 10-Jähriger, 11-Jähriger schaut die SMAs an und sagt, wenn der Zen kann, das ist das, man. Dann kann ich auch, Bro. Das ist dann hast du alles erreicht. Eigentlich drum. Und Drum Bro, können wir heute da sitzen und über das reden, das ist so schön. Ja, Bro. Weil genau das ist das Wichtigste an dem Ganzen, Bro, und das will ich ja auch in der Schweiz. Genau die, weißt du, uns haben es nie zugelassen, Bro. Weißt du, checkst du, was ich meine? Uns haben irgendwelche Sozialpädagogen gestellt, die dir erklären, dein Leben, Bro. Der hat keinen Plan gehabt. Bro, ich vergiss nie, Bro, mit 9, 10 in Dietge im Live hat's geheißen, Bro, Jugendtreff. Hat uns ein Jugendleiter dort, der das studiert hat, Bro. Er hat Schule gemacht über das und ist in Afrika gewesen und hat hungernde Leute geholfen. Alles super, weißt du, alles ein guter Mensch, Bro. Und dann kommen wir dort und wir machen unseren Song, unseren ersten Song, den kennt ihr vielleicht nicht einmal damals auf Hochdeutsch, haben wir gerappt sogar. Und Bro, wir haben geflucht. Und zum Beispiel ihr kennt vor 2 Stunden vor einer kleinen Geschichte von mir. Ja. Und du weißt das zum Beispiel und er hat uns einfach weggeschickt und hat uns gesagt, ihr dürft nie mehr da kommen, zum aufnehmen, wenn ihr flucht. Wenn ihr flucht, dürft ihr nie mehr kommen. Aber er kommt nicht auf die Idee fragen, wieso flucht ein 9-Jähriger? Wieso ist das die Sprache? Nein, wieso flucht ein 9-Jähriger? Ja, was muss mit dem schief laufen, dass der so flucht? Etwas muss doch schief laufen dort. Und dann habe ich gemerkt, Bro, die können das gar nicht verstehen, weil sie es ja nicht durchleben. Weißt, der ist seit 18 Generationen da, der versteht das nicht. Ja. Der hat die Doppeldings nicht gehabt. Und darum habe ich gewusst, Zen, dort hat es mir einfach wie ein Schalter gelöst. Egal, was du in dem Land willst erreichen, Zen, es wird immer so überkommen, als würde das niemals möglich sein. Immer, bei jedem Schritt, wo du machst, wird es immer heißen, es ist unmöglich. Immer. Ja, du dich schon vorbereiten auf das und lass dich nicht ficken nachher von dem. Weißt du, was ich meine? Weil das ist das, sie haben gesagt, du wirst, welcher Schippi läuft an der SMS dort und wird nominiert. Wer kommt am Frauenfeld? Welcher Schippi wird am Frauenfeld kommen dort und für welche Schippi kommen Tausende von Leuten am Frauenfeld? Das ist das, und es geht nicht mal nur um das Schippi-Schippi-haft, aber ihr müsst das verstehen, weil ich komme von dem. Weißt du, was ich meine? Und das motiviert so viel, nicht nur Schippis auch da draussen, Bro, aber jeder Ausländer, der heute ein Wort rappt, Bro, hat das dort gelernt. Ja, hat gelernt, dort zu sagen, ich gebe einen Fick drauf, was sie sagen, vor allem, was mein Kollegenkreis sagt. Weil vielmals werden sie von ihrem Gruppenzwang, vom eigenen Kreis, ficken sie ihre Talente, ficken sie ihre Möglichkeiten. Bro, wir haben Kollegen unter uns, die sind athletisch gewesen, die hätten Gold geholt, Medaillen. Ja. Aber sie haben sie für Einbruch genutzt, die Fähigkeiten. Und sind heute drinnen, Bro. Ich habe 5 Kollegen, die drinnen heute sind. Weißt du, was ich meine, Bro? Das ist hure hart, Bro. Ich bin an dem Tag habe ich gesagt, nein, ich gehe ins Studio, wo sie etwas machen sind, wo wegen dem sie geflogen sind. Bro, es ist eine Straße entfernt, bin ich von dem gewesen. Weißt du, was ich meine? Aber ich habe meinen Traum verfolgt und das würde ich heute jedem wünschen und jedem sagen auch. Weißt du, so, egal was du durchgemacht hast oder was du machst, Bro, wie gesagt, ich versuche auch helfen den Kids da draussen filmen. Wir leben genau so Momente, wo ich dann höre, wo es mir wieder durch den Kopf geht, was mir der Jugendleiter dort gesagt hat. Ich vergiss das nie, bloß sein Gesicht. Ja, aber ich will nicht wissen, der kennt mich, 100 Pro. Er kennt mich heute. Ich habe ihn nie mehr gesehen, aber er weiß, er kann, irgendwo wird er mich gesehen oder hat mich gesehen und er wird jetzt sehen, dass er nicht zu weit gedacht hat. Und dass seine Schule Müll wert ist. Müll ist sie wert, wenn du nicht denkst richtig. Müll bist du. Du bist nicht wert, Bruder. Du studierst so viel Jahre lang, gehst umreisen und dann, wenn der Erste hörst, wo 19-Jährige mal kreativ etwas versucht, dann sagst du hast einfach einen Traum vernichten. Du hast mich vernichten. Du hast mir mein Maul verbieten. Ja, du hast mir sagen, ich soll reden, wie du es mir vorgibst, wie es die Welt vorgibt. Wer sagt das? Bro, und darum sage ich Repräsentation im Fernsehen, Bro. Darum, ich gehe nochmal zurück auf die SMS, Bro. Voll. Bro, es ist zum ersten Mal, wo ich gesehen habe, dass jemand von uns es schafft, wo dort ist, Bro. Genau. Und die haben den Stein nicht geholt, Bro, okay. Voll easy. Es geht nicht mal um das, es geht mehr um das Prinzip, es geht ja, Bro, immer um das, die Leute kennen uns ja schon lang, Bro, in dem Business. Weißt du, reden wir mal Klartext schnell. Die Leute kennen uns schon lang. Es geht einfach darum, die Wichtigen dort, den Schalter zu drücken bei denen. Weil die haben den Schalter in der Hand. Die für immer. Egal, du kannst machen, was du willst, Schalter. Du kannst 10-mal, weißt, wer da draussen weiss, dass ich 10 Gold und 2 Platin-Platten habe?
So, es könnte nicht einmal Loco Escritos da hocken und dir das sagen. Sie haben nicht so viel. Ja. Sie haben nicht. Das ist ein Fakt. Der Nemo hat nicht. Bro, look, so. Warte, Bro. Warte, check schnell. Ja, sicher. Aber das wird nicht jeden Tag in den Medien gesagt und jeden Tag läuft es nicht im Radio. Es steht nicht, schau, der Bam. Normal nicht. Checkst, sie könnten es aber machen. Aber sie machen es nicht. Aber es ist egal, Bro. Es ist egal. Weil ich sage immer beim Text auch, Hauptsache der Blog nickt mit, Bro. Solange du die Kids hast, solange du die Schulhöfer hast. Bro, ich will nicht der Rapper sein, wo du im Ausgang gehst, dich besaufst, nachher gehst heim und kommen deine Probleme. Ich bin der, wo du heimkommst und wenn deine Probleme kommen, dann hörst du den. Und der wird ich für immer sein. Auch wenn ich Hits mache ein paar Mal und das mache. Aber das ist viel ein grösserer Wert. Und deswegen können sie mich gar nicht brechen, weil ich habe viel einen grösseren Wert. Ich bin am SMA gegangen, nicht weil ich bei dem gelutscht habe und bei dem gelutscht habe, sondern weil die Reichweite so weit ist und SMA ist so tief geht, dass sie müssen uns holen langsam. Und es kommt noch weiter und weiter, weil die Zahlen kommen. Wir kommen langsam auch bei diesen Zahlen an, wo die Schweizer Künstler haben. Weil es ist immer noch die Schweiz, Bro. Mehrheit ist Schweizer. Du musst die Schweizer holen. Weißt du, was ich meine? Du hast mal angefangen mit deinem Kreis, mit deinen Homies, der Kollege. Aber ich bin froh, natürlich, da geht das grösser auch, dass mal auch in Genf einer sagt, ich 14. Das auch ein Pascal alles los. Alle Bro sollen es los. Ich habe darum das nie gemischt. Darum habe ich immer in den Interviews die Frage, dass, weißt du, wegen Ausländer sein, wegen Schipi. Ich habe gesagt, Bro, Musik ist Musik. Ich mache Schweizer Rap, lass mich in Ruhe, Alter. Weißt du, was ich meine? Wenn du über meine Kultur etwas wissen, frag mich. Ja, ich weiss, Albaner das, dies, wir haben das, so. Alles kann ich dir sagen, aber lass mich in Ruhe, ich mache Schweizer Rap, Alter. Ja, wir tun das Fass gar nicht aufmachen. Es ist Schweizer Rap. Ja, fertig. Ich rap nicht auf Albanisch in der Schweiz. Fertig. Eben, wieso muss das thematisiert werden, wenn ein Nicht-Schweizer erreicht? Push mich dann. Ich mache Schweizer Rap für dich, für da. Push mich doch, ich mach's auf meine Art halt. Aber es funktioniert. Es ist eine freie Art, eine Kunstform, Bro. Aber Bro, wie kann das sein? Du sagst 10 Goldplatten, 2 Platin. Aber im Radio höre ich trotzdem einen Nemo und Lolledik, Bro. Bro, look, du brauchst die Musik für sie nicht für die Hörer ist wie in der Schweiz. Wie du ein bisschen fluchst. Ja, weil sie es verstehen. Weil wenn ein Sound läuft mit Candy Shop, wo es nur um Ficken geht, um Schwänzlutschen als Lollipops und was auch immer was, wo du es genau verstehst. Du weißt genau den Sinn. Du schaust sogar deinen Nachbar im Auto an und sagst ihm, weißt du, was ich meine? So, eigentlich, und die Kinder verstehen Englisch jetzt langsam. Normal. Also es geht einfach nur darum, es ist nicht ästhetisch für dein Ohr. Wenn einer sagt, hey, du Hurensohn, aber du Son of a Bitch ist geiler. Das ist die Ästhetik, aber du musst es ihnen das ist etwas, was du mit der Zeit machst. Ja, aber das ist ja, du leistest ja die Arbeit. Wir haben es ja schon gemacht, eben, wie gesagt, man hat sich geschämt, Schweizer Rap hören, heute läuft es überall. Also das heisst, es kommt weiter. Jetzt ist nur die Schweiz los, zum Morgen Deutsche fangen schon an react. Ich meine, unser Song Hit 'em Up ist beim Dings auch im Twitch gekommen, beim, wie heisst der Rapper da, der Tschetschen da, der Mois, ja. Bei Mois ist es gekommen, das H-Tornado oder keine Ahnung, ja, okay, so das Format. Also egal, aber es geht darum, sie haben 5 Stunden lang Musik gehört und das letzte ist das und das ist das Geilste vom ganzen Abend. Okay. So, weißt du, und das ist geil, Bro. Und das sollte es auch sein. Und das, ich sage eben darum, dass wir haben Eier gegeben an der Schweizer Rap. Wir haben gezeigt, so, ich habe das Gefühl gehabt, dass sogar die Schweizer Rapper von früher sich noch schlimmer geschämt haben als wir, um uns zu zeigen. Bei uns war nur so eine kurze Phase gewesen. Aber sobald sie die ersten gefeiert haben, wir haben Mutter gefickt nachher, wir haben Leute gezwungen, das Scheiß zu hören. Aber es ist geil, oder? Du hast keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Normal. Weißt du, früher, wo du so in Pause auf Schweizer Rap gehört hast, weißt du, so mit 16, 17, wenn du Rap gehört hast, dann hast du immer in dem Kreis gehört, wo du weißt, die fühlen es auch. Sobald du so, der Kreis grösser wird oder mehr zuhörst, dann hast du immer geschaut, fuck, ist schon ein bisschen peinlich, wenn der hört, was ich höre und so. Aber und jetzt, Bro, jeder. Bei uns ist aber wirklich schon so gewesen, dass mit 15, 16 bei mir jetzt als 90er-Jahrgang ist nicht gelaufen, Schweizer Rap, nie. Es ist nie gelaufen. Also, wir haben nie über das geredet. Es ist nur in der Hut umgegangen, dass wir Schweizer Rap machen. Wir haben die anderen Dist, so, wo im MTV gelaufen sind. Wir haben das wirklich so nicht. Es hat keinen Wert für uns gehabt, blöd gesagt. Es tut nur fies. Ich will mich auch nicht verletzen die Leute aus oder so. Ich respektiere alle. Ich kenne auch viel von denen. Weißt du, wie auch ein Jimma, wo auch mein Album sogar gekauft hat und sogar postet hat und so gesagt hat, ey, fettes Album. Weißt du, ich fühl das, weil ich merke, ich bin angekommen. So, ich hab's geschafft, Bro. Auch wenn ich mit dem Shippy, nenn's Handicap oder nicht. Weißt du, so checkst du, was ich meine? Einfach mit dem, ich bin noch Shippy dazu und aber bring's an auf
Schweizer Rap-Ebene die Leute zu berühren, die mit dem damals angefangen haben, so ein bisschen da. Ja, Das ist auch schön, weißt du, aber es ist trotzdem so, Bro, wir haben eine neue Welt aufgemacht, einfach für all die Sekundos und so, für all die Szenen, die in der Stadt ist, weißt du. Bro, du brauchst den Stein nicht, um das beweisen. Nein, zum Bro, Anerkennung bekommen. Auch wenn wir einen Stein gewonnen hätten, wir hätten die richtige Message dann auch gesagt, weißt du. So, ich würde mich eigentlich mehr auf das freuen, was ich dort sagen kann, als auf den Stein. Preis. Ja, ich würde mich auch freuen, damit sie mir einfach 5 Minuten geben, um dort mal zu reden, einfach so. Einfach nur, um den Leuten zu zeigen, so, hey, es ist schön da zu sein. Es sollte euch motivieren, da, das, weißt du, so, aber ich opfere mich jetzt nur, zum da zu sein, weil eigentlich ist das Müll. Ja. So eigentlich. Ich opfere mich jetzt nur kurz schnell zum da sein, zum sagen, es ist möglich, es geht, weil, das sind so kleine, weißt du, Bro, du kannst nicht da etwas einen Preis geben. Das ist schon schwer, Bro. Weißt du, wie viel mal bei den Grammys hat so Fakes gegeben, Fails gegeben, wo Leute bekommen haben, wo andere Alben gemacht haben, Bro. Weißt du, ein 50 Cent, kein Album von ihm. Er ist nie eingeladen worden, weil damals, die haben nie die Schwarze und so eingeladen, so Rapper. Aber die hätten alle einen verdient. Und deswegen, aber schau mal Verkaufszahlen, Bro, man. Weißt du, was ich meine? Die Platten kannst du gar nicht zählen, die die haben. Also, darum sage ich, dünnt lieber auf euren Sack schauen, auf den Portemonnaie, als auf den Hype und das, was nicht ist. So, es ist schon schön, wenn du hypst und, weißt du, ein Fame grad bekommst, aber wenn nicht Geld dahinter mal dann liegt, so, dann bringt's ja einen Scheissdreck. So, Ja, also aber wenn Bro, du auf also das weißt du, ich ausbist, meine- in dem Sinn. Ja, schon, aber Bro, ich meine, wie lange hast du das Album produziert? Ich gebe mich. 4 Jahre. Hast du in diesen 4 Jahren einen Rapper gesehen, Bro? Nie. Ja, also, Bro, du hast Auch nach dem noch nicht richtig. ja, Erst Bro. später ein Aber bisschen. du hast ja auch Geduld gebraucht für Ja, das. sicher, Bro. Aber Weißt du, das was ist ich dann meine? etwas anderes, Bro, weil dort geht's darum, das habe ich mit Liebe gemacht, Bro. Ich habe es nur gemacht, weil ich Musik liebe und weil ich weil ich hätte doch nie in meinem Leben gedacht, ich habe damals für mich selber geschätzt, mir gibt sich als Rapper immer so eine Grenze. Wenn ich 500 verkaufe, Bro, ist mein Herz erfüllt. Ja. Ich habe die Anerkennung, die ich gebraucht habe, von den Leuten. Bro, das Album hat sich heute fast, also, weißt du, was ich meine? Es geht Ja, vielleicht krank, auf Platin, also es geht Krank. 15.000 durch auf. Also, dann denke ich so, weißt du, was ich meine? So, das hast du nicht vorausgesehen, aber es ist eben dann, ist schön, weil du weißt, es ist wirklich wegen der Arbeit gewesen. Ich habe etwas gejagt, ich habe etwas gehabt, privat auch, weißt du, ich bin nach etwas nachgegangen und ich habe das müssen erst abschliessen, um das Album rauszubringen. Und nur deswegen ist es auch so gehypt. Heute ist aber andere Zeit, Bro. Heute ist auch schwer, so Alben zu machen, weil heute wird schnell vergessen, man. Ja, wirklich. Es ist wirklich. zu schnelllebig auch. weißt du. Total schnelllebig, Bro. Wenn du heute mal so eine Zeit lang nichts von dir hören lässt, vergessen. Wer ist das? Mann. Wer ist das? Und du hast dann viele schwere Standpunkte, um wieder zurückzukommen. Es ist wieder klar, Fuß gibt's ein paar fassen. Einzelne, wo können, weißt du, so, klar können wir mal eine längere Zeit vielleicht nicht release, aber trotzdem auch heute, auch wir müssen immer wieder ein bisschen zeigen, dass wir da sind, weißt du, Ja. weil eben heute geht's einfach schnell, aber Bro, bei mir ist halt einfach so, es fällt mir, beim Schweizer Rap fällt mir immer noch, weißt du, das Gefühl, wenn du Ami-Rap hörst, das ist ja das Gefühl gewesen, wieso wir uns früher geschämt haben, weil es nicht tönt hat wie Ami-Rap. Ja, ja. Und es kommt ja immer näher daran. Also jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, wer es am nächsten anbringt, ist einfach der Pronto. Es ist einfach so, sag Ja, was du willst. ja. Ich feiere jetzt die Musik nicht, keine Ahnung, wie fest und so. Ich höre ein paar Lieder, Ja. ich finde, ich habe es jetzt nicht immer auf der Playlist oder weiss auch immer, aber Bro, wenn ich es höre, es tönt richtig, es ist so schön fürs ist ein Ohr. Vibe, Bro. Es ist schön fürs Ohr. Und Ja. das ist immer mein Ziel gewesen. Ich wollte Ami-Flows auf Schweizer Rap machen. Dass es, bevor du überhaupt verstehst, was ich dir sage, ist mir eher wichtiger gewesen, dass du überhaupt weiterhörst. Und das ist mein Problem gewesen, wo ich die Schweizer Rapper gehört habe früher. Die haben einfach, Bro, die Stimmen, ja, geht, da bin ich, habe ich will, Ja, Bro, da kannst du wieder anfangen damit. Weißt du, was ich meine? Bist Kein du Vibe, ehrlich? kein Flow, kein Gefühl in dem Ganzen. Ja, weißt ja. du, das, was einfach gefehlt hat. Und das haben wir auch wollen machen. Und ich glaube, und heute, wenn du jetzt schaust, heute treffen das eher mehr die Newcomers auch gerade. Also die jetzt gerade so neu kommen, die haben catchen das eher, als es früher war, zum Beispiel. Weil, Bro, es ist aber trotzdem immer noch so, Bro, ich sag das einfach, wie es ist, Bro, ich kann mir immer noch nicht alles geben. Das ist auch im Schweizer Rap, Bro. Weißt du, so ein paar Sachen, es sind schon nur die ersten paar Töne, die mich hören lassen, dass es qualitativ nicht auf dem Level ist, einfach, wo es kann gelost werden für mich, so, für mein Ohr. So, dass es eben, es sollte näher an dem Ami-Dings gehen, halt, von dort, wo es erfunden wurde, ist, Ja, Bro, ja. schlussendlich, weißt du. Normal. Und das fehlt immer noch ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich sage ehrlich, Bro, wenn ich und der Sepp morgen weggehen, Ja. weißt du, was ich meine? Sind die schon da, die das übernehmen? Ich warte immer noch der mich überholt. Ja, ja.
Aber darum weißt du, so, es ist noch lange noch nicht fertig. Weißt du, Ich mache dich und Josh, weißt du, nach dem Podcast. Bro, ich hoffe es, Mann, aber ich will das ja pushen auch. Es geht mir nicht mal darum, zu mich brüsten, da, zum sagen, ich bin der Beste, was auch immer, sondern ich warte ja auf den, ich will den. Ich habe ja schon ein paar gesehen, wo die können werden. Ich rede von die können werden, Independent 10, 15.000 verkaufen, 20.000 verkaufen, Platin, Gold holen, Frauenfeld Open Air holen, ohne Labels. Ich rede von dem, und das schaffen die Leute, Bro, man. Es gibt viele Rapper, es gibt schon ein paar, zum Beispiel Native, feiere ich auch, voll. Ich feiere ihn, weil er selbstständig geblieben ist, immer. Er ist immer noch independent, Alter, macht immer noch alles selber. Aber Bro, selber. seid ihr ehrlich, die Berner Szene ist auch ganz andere Ausgangslage als die Zürcher Szene. Die leben das, Bro. Die leben das. Wäre ich noch von Bern, wäre ich, glaube noch mal ein bisschen Bro, wenn du von Bern wärst, wäre ich noch krasser. Noch 2-3 Schritte wahrscheinlich so. Wahrscheinlich weißt du sogar vorne Open Air. Es ist einfach so, wie Zürich ist recht halt. Bro, die Leute feiern es, die kaufen es, aber zum Beispiel Konzerte kommen sie nicht, Bro. Und wenn sie kommen, sind sie komisch drauf, weißt du. Ja, oder komisch. Es ist halt unsere Szene, Bro, weißt du. Checkst, weil es mischen sich dann dort an den Auftritt auch Kulturen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Normal. Und, sorry, früher unsere Leute sind nicht an Konzerte gegangen und sind abgegangen. Ja, nein, die so, unsere Leute sind, wenn sie an Konzerte gegangen sind, sind sie von Gangsters gegangen, wo sie so gehängt sind. Verstehst du, was ich meine? Und jetzt bringen wir die Leute dazu, so unsere Auftritte kommen, wir müssen den ersten Stock vom Arsch rausnehmen. Ja, dass sie sich wohl können fühlen. Schämt euch nicht, Jungs, es ist okay zum Abgehen. Weißt du? Wirklich. Ja, Bro, so ist es. Aber ich sag das auch immer wieder, Bro, vor ein paar Jahren habe ich ihn mitgeschleicht an eins von diesen, No Border, No Nation Konzert, wo Eldorado FM, die kennst du auch. Ja. Sie sind, Bro, 4.000 Leute. 4.000 Leute. Das ist mein erstes so Schweizer Rap, so Konzert. Also, Bro, komm mal mit, Bern ist wild. Ich so, Bro, wie man, also, ich kann mir vorstellen, ich so, Bro, look, Zürich ist wild, aber ich habe zwar noch nie in Zürich Konzert gesehen, aber zeig mal Bern. Bro, wir sind gegangen, ey, wild. Alle am Singen, am Mittieren. Es ist mehr Kultur, mehr Hip-Hop, es ist mehr Kultur dort. Bei uns ist, soll ich sagen, es ist halt da, ist halt die Arroganz auch, die Leute halt, wie sie drauf sind. Du weißt, wie Zürich drauf ist, wenn man, das nicht gönner und so. Ich gönn dir schon irgendwo. Er kommt, er kauft, aber am Schluss trotzdem ist der Matsch, ja, Banane. Ja, wenn sie doch nicht verhebt, sagt er sowieso an. Am Schluss ist trotzdem der, naja, gib einen Fick, man. Ja. Also. Und dann bist du halt automatisch halt so auch als Rapper, Bro, weil du merkst halt auch viel, Bro, sind einfach wirklich nur nicht zu dir, weil sie etwas haben von dir oder wollen von dir. Oder es ist einfach vieles so, sorry, man. Ich sehe viel, Bro, ich kann mit vielen nicht wollen zu tun haben oder will nicht zu tun haben, weil es einfach auf ein Basis passiert ist, wo komisch ist, man. So, es ist, weißt du, was ich meine? Schon klar lernst du neue Leute kennen durch die Musik, durch das, dass du in so neue Welten kommst, kommen auch neue Leute, weißt du, ist ja klar, aber es gibt auch viel so, du merkst es, ich bin so einer, Bro, ich verspüre das, man, weißt du, wir haben viel so auch geschafft mit dem Dardi, du kennst ihn, wir schaffen nach Gefühl, Bro, wenn wir merken, das passt uns nicht, Bro, weißt du, das ist einfach fakehaft, wir können keine Gesichter da nehmen, dann lassen wir es, Bro. Uns geht's nicht, wir denken nicht an erster Stelle als Geld, weißt du. Es ist immer so gewesen, Bro. Sie haben sich gegen mich an, wir haben geschafft, Stunden, tagelang, Bro, monatelang an Songs, Bro. Und es ist nie die Frage gekommen, Geld. Mein erster Frauenfall habe ich 1,5 Mil bekommen. Und dann durch 3 teilt. Heute sind wir bei 10, Bro. Weißt du, was ich meine? So, wir haben alle essen, Bro, alle essen. Wir haben Geduld gehabt, aber weißt du, wir sind ruhig gewesen. Aber das hebt dich ja. An Frauenfall gehe ich auch gratis, Bro, wenn sie das würden wissen, so. Jetzt wissen also, sie, weißt du, Bro, sag das nicht. Ja, aber nein, weißt du, dass sie einfach das so gesehen, wie ich das so schätze, dass ich würde wirklich gratis gehen, sogar bei denen. Weil es für mich eine Plattform war, wo ich dann eben dort schon Leute hatte, die gesagt haben, ja, aber ey, wir müssen doch mehr verdienen. Du bist an der Mainstage gewesen, gell? Auch, ja. Bro, erst bei den Kleinen und nachher bei den Grossen, aber eben, schau, wie geil das nachher ist. Und jetzt, ist es so gekommen, dass er anläutet und sagt, hey, habt ihr Zeit im Sommer? Anfrage. So, und weißt so wie, dass du noch kannst sagen, ja, ich muss schauen, schnell im Terminkalender, als würdest du auf Frauenfall Nein sagen. Aber weißt du, zum sagen, so weit es kommt, dann sagt er noch, wenn der Hauptstage oder die kleinere Bühne. Ja, ist klar. So, und er gibt euch sogar noch so Wahl, so. Hauptbühne könnt ihr schon, aber ihr könnt immer nur bis dann und dann Zeit. Ja. Und jetzt haben wir einfach selber gewählt, weil wir gemerkt haben, wir haben einmal bei den Kleinen, einmal bei den Grossen. Und Schweizer Rap ist immer noch für die Kleinen. Bro, die Grossbühne ist zu gross für Schweizer Rap. Es gibt sicher schon einen geilen Moshpit, geile Menge, aber es ist immer noch nicht so, wie wenn ein Eminem dort steht oder irgendjemand und es ist bis hinten voll, Bro, weißt. Und darum lieber Soul City, wo so 4.500-5.000 Leute aber sie gehen. Aber Bro, sie gehen. Und diesmal eben, Bro, habe ich es am 5:45 Abend. Das heisst, wir haben von 1:45 Nachmittag haben wir es aufgebracht auf 4. Und das ist geil. Das ist der letzte Auftritt bei der Soul City Halle, bevor die Hauptact
Tracks anfangen. Ja. Weißt du, die grossen. Du musst einmal richtig einheizen, gehst durch. Es ist brutal und dann können die Leute gerade von dort auf die Hauptbühne gehen und dann kommen gerade die grossen. Weißt du? Bro, man, ich weiss noch, du hast angefangen mit Areal 12, Bro, vom Flyer. Und wo du jetzt bist mit Schriftgröße und so, Bro. Ich schwöre, es ist wirklich so. Bro, ich weiss noch so die ersten Trailers am machen für Videos und so Müll. Aber Bro, es hat schon Spaß gemacht, Bro. Es ist eben, das ist das Schönste, Bro. Wie ich eben das feiere, was ihr auch macht, Bro, oder was jeder da draussen macht. Wenn etwas ist, wo du gern hast, Bro. Und du kannst das so weit bringen, dass du, auch wenn es 5 Stutz sind, es ist so krass. Und wenn du so denkst, Bro, kannst du nie enttäuscht sein. Von eigentlich keinem Deal. Weißt du, wo du dann holst. Weil es ist ja immer noch Spaß. Ich sehe es immer noch so, hey Bro, ich komme 50 Riesen für ein Album über, Alter. Bro, so also, wie, weißt, früher sind wir in Studios einfach gern gehängt und haben Alben gemacht für nichts. Und jetzt kommst du einfach Cash über. Wie kannst du nicht geil du kannst nicht finden? happy sein. Bro, ich sag dir genau das Gleiche. Also, es ist jetzt vergleichbar ist es nicht, aber ich sag dir ehrlich, Bro, ich habe auch 8 Jahre lang habe ich Musikvideos gemacht und Kurzfilm und Geschichten und dies und das. Und weißt du, was ich gemacht habe, Bro? Ich habe meinen scheiß Lehre gemacht, Bro. Neben der Lehre, 8 Stunden Lehre, am Abend hustlen im Studio. Weißt du so? Jahrelang. Und jetzt bin ich an dem Punkt, Bro, wo Leute zu mir kommen und sagen, da nimm so und so viel Geld, da flieg ins Ausland, da mach dies. Bro, das Gefühl, für das bezahlt werden, ist ja schon enorm. Aber der Bruder kommt 50k über, Bro. Ja, weißt du, Bro, was ich es meine? ist, look, Bro, es ist einfach brutal, Bro, weil, eben ja, und du, das Geile ist ja, du hast es dort angebracht. Es ist ja dein Name, wo du, blöd gesagt, verkaufst. Du bist Nicht eine Marke, verkaufst, du bist eine aber Marke, ganz einfach. Du machst einfach einen Deal mit dem, was du machst, Alter, so. Und das Geile ist ja auch, von den Labels, du musst auch reingeben, weißt du, bis vor kurzem hat's das nicht gegeben. Die Labels haben nie Mut gehabt, irgendeinen Schippi oder, weißt du, einen Türk oder irgendeinen, weißt du, von der Hut halt so ein bisschen nehmen und sagen, okay, komm, fuck off, geben wir ihm eine Chance. Es ist zu primitiv für sie gewesen. Sie haben es ja auch schon mit den alten Rapper ja schon probiert. Ich meine, der Blick hat ja auch so eine Phase gehabt, wo er so ein bisschen eigentlich geile Sound gemacht hat, so geile Sound, so ein bisschen R&B halt, voll zu der Hip-Hop eigentlich so, aber es hat nicht funktioniert. Also redest du von der Yves Spink Alben oder wie die Alben meinst? Ich kenn seine Alben nicht, Bro, so. Ich weiss nur das Solo, das Lied zum Beispiel. Weißt du, halt die Beats halt, oder, watch me oder watch me, weißt du, das sind halt die Vibes gewesen, so. Du hast gemerkt, er hat so Ja Rule gelost und DMX und so. Kennst du Ja Rule, Jos? Ja, kann ich schon. Weißt du, was ich meine? So. Und das ist eben, ja, und jetzt ist die Zeit gekommen, also 2015 sozusagen, wo wir gekommen sind, wir können sagen, ich gebe einen Fick, du Dreckshurensohn, du es schießt mich aus, ich hasse das. Du kannst einfach deine Gefühle freien Lauf geben und es hat ja einen Sinn dahinter, die Leute verstehen ja auch wieso, weißt du, es ist ja nicht einfach sinnloser Hass, wo ich gemacht habe. Aber du bist hässig, Bro, aber das ist ein Grund, wieso du hast. Checkst, und auf einmal ist es so gekommen, dass der Rap akzeptiert wird und der Rap kann auch Gold holen. So, und das ist doch das auch, was die Alten auch haben wollen. So, deswegen, ist ja schön, weißt du, was ich meine? So, und das ist der Grund, aber darum kann ich auch sagen, wir haben nichts von den anderen gelernt, weil, das ist so, für mich hat das ausgesehen, so wie, okay, die machen dich, die Labels sind so ein bisschen in einem Film dran, so, sie verfolgen den Film, so, sie sagen, hey, wir sehen dich so und so. Aber bei uns eben, wie gesagt, wir haben neue Deals bekommen, Bro, Universal ist neu, wie soll ich sagen, neue Leute, jüngere Leute, Bro, weißt du, wir haben es auch wirklich gut mit denen, Bro, man, weißt du, ich habe es voll geil mit dem A&R, so. Und die verstehen es auch, die feiern, sie kommen ins Studio, hören den Sound, gehen ab, und das ist das Schöne gewesen, dass ich können. Ich weiss noch, der erste Tag, wo wir das erste Gespräch hatten, mit dem Kaufleuten sind wir gewesen. Im Rest haben wir abgemacht mit denen, ich und der Dart. Bro, ich hatte, weißt du, wie Angst gehabt. Nicht Angst irgendwie, ich schäme mich, was reden, dies, das. Ich hatte Angst gehabt, dass es heisst, sie wollen erstens vielleicht nur mich nehmen. Das habe ich vielleicht schon gewusst so, aber eher so, dass ich muss irgendwie, weil du hast halt die Vorstellung im Kopf, Universal Labels damals, wir haben keine Ahnung gehabt. So, die machen dich, die dünnt dich. Ich habe Angst gehabt und dann heisst es so, nein, wir wollen das, was du am machen bist, genau jetzt. Genau einfach, wie es jetzt läuft, einfach wir sind noch dabei. Und wir geben Geld. Ja. Und noch der Cash. Ja, was willst du denn noch Das ist mehr? ganz gut dabei. Und dann habe ich gesagt, Alter, das ist das Geilste, wenn der Lee immer noch meine Beats kann machen, der Rob kann machen, der Zap kann ich featuren, der kann ich featuren. Also, und ich kann in den Songs sagen, was ich will. Ich habe ja gerade in der ersten EP gesagt, ich sage, was ich will, auch mit Major Deal. Weißt du, ihr sind fake, so wie Playmobil. Ich mache, was ich will, auch mit, weißt du, ich sage, was ich will, auch mit Major Deal. Das ist die erste Line, die ich geschrieben habe. Einfach aus so, der
protestmäßig, aber so das geile Gefühl, dass sie das auch feiern und sagen, ja, man, wir feiern das, mach das, weißt du, du sollst ja offen sein, du sollst genau das sein, wo du bist und das wollen die Leute auch da draussen hören, so ein bisschen, dass sie sagen, schau mal, der Motherfucker hat jetzt einen Deal sogar geholt, aber er holt ihn so, wie er Motherfucker er will, weißt du, er kann auch machen, was er will, blöd gesagt, weißt du. Und dort musst du schon Danke sagen, dass sie überhaupt den Schritt gemacht haben. Und nachher eben, hast du ja gesehen, jeder hat heute einen Deal. Ja, ja. Aber jeder macht du bist der Erste gewesen. Ja, Bro, der Erste So in Street. unserer Liga, ja, Bro. So, es ist kein Schippi vorher gewesen, kann ich jetzt nicht, wo aus Dietike oder aus Wetzikon kommt oder so. Und Ja, also außer DJ Bobo halt. ja, weißt, aber, weißt, was ich meine? So, auch ich habe ihn sogar eher als grösseren Künstler gesehen, wegen seiner fetten Shows halt. Musst ihm mit lassen, Bro. Er ist ein Motherfucker. Und er hat mit Schippis tanzt. Erste Tänzer bei ihm sind Schippis, einer mit den langen Haaren, bis zu einem Clip von ihm, ja. Krass. Wo breakt und so, er hat eine Gruppe gehabt. Er ist ein Performer, Bro. Bro, er ist Den ein Hack musst du ihm DJ geben. Khaled von der Schweiz, Mann. Sag, was du willst, Bro, der macht Shows. Nochmal eine. Celebration. Bro, er hat Chihuahua Hits und gemacht, so, geil, Mann. ja, Hits ja. gemacht, Werbesongs, was läuft, man? Also, der hat Cash gemacht, man, weißt Aber du? der ist Schweizer, gell? DJ Bobo. Ich glaube schon. Oder? Der Also, ist, ich weiß es ist er nicht. Schweizer? Schau mal, schau mal. Vielleicht ist von Dejan, Bro, du weißt nicht. Stell dir vor. Stell dir vor. Wirklich, Bro, man. ich kann einen von Dejan, Bro. Dejan Leute sind, ich kann einen von Dejan, die sind, er war kein DJ geworden. Kuku. Zum Glück haben wir Licht. Wieso? Bro, schau jetzt, der Mero, Shoutout Mero. Er war garantiert kein DJ geworden, Bro. Er hat, gewisse, ich weiß einfach, dass Leute von Dejan so, Die machen an gewisse Geld. Sachen festheben und das ist fürs Leben lang, so. Okay. Also, so wie ich es auch andere DJ Schippis Bobo sagen Jeans, auch andere Schippis sagen Jeans, so Dejan Leute sind so, Es sind stolze Leute, Bro. Ja, genau, Sie haben den stolze Krieg Leute, einfach so. nah erlebt, vor dem Gesicht gehabt sind. Genau. Also, ist ein wichtiger Teil von uns Albaner, Bro. Wir brauchen so Leute. Also, aber, Ja, Mann. es ist bei uns auch so, es Shout gibt out von Dejan. dir, von denen, weißt du, von dort, aber ich zum Beispiel jetzt, die Frauen, die ich habe, sie sind von Unique. Das ist alles die Gebiete, wo wirklich den Krieg auch erlebt haben. Ja. Und das ist auch dort ist Dejan, nachher ist Jakova, ist auch dort rum, weißt du, halt auch die Gebiete. Und die sind halt recht stolze Leute, Bro, weißt du, sie haben ihre Prinzipien, weißt du, sie heben auch, weißt du. Und zum Beispiel ich bin jetzt bei einer Familie, die hat's verstanden, sie hebt sie in den richtigen Orten. Ja. Und nicht dumm. Weißt du, so wie ich eben heute dir auch schon gesagt habe, bei uns ist ja immer der Älteste ist der Weise. Und wenn jetzt der Älteste früher mal ein Dummer war, hat die Familie 17 Generationen lang gelitten drunter. Weißt du, was ich meine? Bis der Bruch mal kam, ist, dass ein Sohn gesagt hat, fick dich, Alter, du hast keine Ahnung, ich bin ein Ingenieur. Ich weiss, wie das läuft. Also, weißt du, was ich meine? So, Sicher, Bro, sicher. das ist halt einfach so, man. Ja, aber Thema Kultur, Bro, also, du hast mir vorher angeschnitten, du hast, erst spät ein bisschen so den richtigen Bezug gehabt. Ja, Bro, weil ich halt, wie gesagt, ohne Mutter aufgewachsen bin. Sie hat uns, also mit 6 so, uns verlassen in dem Sinn, sage ich jetzt mal so. Ist kompliziert einfach gewesen. Und du musst auch wissen, bei uns in der Kultur, Bro, hat's das gegeben, Scheidung. Ja, Bro. Ja, Jetzt ist das Tabu-Thema. scheißegal, Bro. Auch bei uns, auch bei den Albanern jetzt, die da in der Schweiz leben ja. und auch sonst, das ist normal geworden, fast. So, meine Gott, vor kurzem hat irgendein Verwandter Hochzeit gehabt, vorbereitet zum Gehen. Auf einmal läutet es an, mein Vater, ich so, und ja, gehen wir im August. Ja, Jön Preis. Sie sind nicht mehr gut zusammen. Ja, Ich will jetzt keinen Namen nennen, zu Ja, nicht. ja. Aber, weißt du, so, schade und, aber eben, ich bin halt nicht so aufgewachsen in dieser Kultur, wegen dem halt, weil, wie gesagt, ich habe nachher viele Probleme gehabt, auch der Vater hat halt auch wieder geheiratet und so, und sie ist nachher von Albanien auch gewesen und nicht von Kosovo, das ist ein grosser Unterschied. Ja. Also was jetzt auch nur schon die Küche und kulturelle Sachen anbelangt, klar sind wir alle Albaner, aber die anderen denken ein bisschen anders und die ein bisschen anders. Wir essen ein bisschen anders, die essen ein bisschen anders. Es ist einfach ein bisschen anders, Bro, weißt du, aber, und das ist eben so recht kaputt gegangen dort, also kaputt gegangen, ich habe das nicht gehabt, ich habe zum Beispiel jahrelang kein Pite gegessen oder Ja, keine Bro. kulturelle Sachen so, aber ich habe trotzdem mitbekommen, was es heisst. Sicher. Weißt du, was ich meine? Ich bin auch in Albanien gewesen und Albanien hat, unsere Kultur ist ja dort schlussendlich, Ja, ja. weißt, von dort entstanden. Also ist es trotzdem, habe ich einen Vorteil daraus genutzt irgendwie, habe besser Albanisch gelernt durch das, habe zwar eine scheiß Zeit in der Jugend gehabt, so, aber es ist gegangen, Bro, weißt, und darum habe ich mit meinem Dad auch, weil das hat auch nicht funktioniert, mein Dad hat nochmal geheiratet dann und so, also ist wirklich hin und her, ich habe auch eine Stiefschwester von Vaterseite und einen Stiefbrüder von Mutterseite, wo in Kosovo lebt, wo ich auch nach irgendwann mal 20 Jahre dann mal besucht habe, so, und weißt so wirklich hin und her ist gsi, so, und darum habe ich das halt nicht so gehabt, weißt du, ich habe es nicht so erlebt wie jetzt die anderen.
Mein Vater hat mir kein Auto gekauft mit 18, was viel war, Hochzeit zahlt und so Sachen habe ich nicht gehabt, weil es ist zu schwer gewesen damals auch. Und mein Vater hat auch, wie gesagt, wo er nochmal nachher geheiratet hat, nach meiner Mutter, die Frau hat nur 2 Kinder gehabt, also, es ist nicht einfach gewesen, so, es ist schon recht ein Struggle gewesen mit Geld und so. Und ich habe euch erzählt, ich habe ein Schuh 37, eine 38 gehabt, Bro. Es ist wirklich so gewesen. Ich schwöre auf meine Mutter, nur, dass ich in der Schule Nikes kann anlegen. Und nie hat jemand gemerkt, dass ich eine grösser habe. Aber es sind billiger gewesen, Bro. Du hast die für 40 Stutz gekauft dafür, weißt du. Weil es hat nachher angefangen, die Zeit so. Ich habe nicht viel gehabt, Bro. Wenn ich jetzt auch schaue, so Familienfotos, und ich habe wenig, es ist mir wenig im Kopf geblieben, Bro, von früher. Weißt du, es ist so abschnittmäßig nur. Das hast du etwas verdrängt auch. Es ist einfach so, es ist ein Traum. Meine Frau sagt mir heute noch, du hast ein Traum, Alter. Du bist voll traumatisiert sogar, normal, weißt du. Bro, was du mir erzählt hast, so mit vom 2. Stock runterspringen und so Szenen. Ja, Bro, es hat Sachen gegeben, weißt du, aber ich habe nie zum Beispiel ich bin nicht Suizid. Also, vielleicht müssen wir das schon sagen, 2. Stock runterspringen nicht wegen... Nein, es ist weil ich mit dem Kollegen cool fand wegen Schlägerei und ich habe nicht rausgehen. Es war Mittwochnachmittag und ich bin einfach von meinem Balkon 2. Stock runtergekommen. Also eigentlich Loyalität und ich zeigte dem Wichser. Aber er ist heute noch ein geiler Sieg. Wir haben viel Hin und Her gehabt, aber eben so Sachen halt haben wir gemacht. Weißt du, was ich meine? Und ja, es ist halt eben, wie gesagt, so, ich bin halt nicht so aufgewachsen und dann eben durch das, wo wir gewesen sind vorher, wegen Schwiegereltern und so, dafür habe ich es jetzt doppelt, weißt du. Ja, aber dann schätzt du es auch. Weißt du, ich schätze es auch voll und meine Frau ist auch krass, sie probiert auch Sachen zu lernen, so, von der Mutter, so kochenmässig, zum den Kind auch das immer noch ein bisschen geben, so, weißt du, dass sie so ein bisschen die Tradition haben, so. Bro, für mich ist das einfach, eben, es ist zwangsweise passiert, du hast auf einmal nicht mehr gehabt, weißt du, und dann lernst du es damit zu leben, Bro, weißt du, du hast nicht, aber heute, wenn ich runtergehe, Bro, das erste, was ich mache in Kosovo ist, auf dem Ton-Dings, du meinst, auf Tav, sagt man bei uns. Du meinst, der Passul auf Tav, auf dem Ton-Dings, handgemachte. Schäleli, ja, wo es dann direkt so, der Passul mit dem Fleisch so, rein und dann so bringen, Bro, das ist das erste, was ich immer nehme, weißt du, was ich meine? Gehst du oft runter? Also ich gesagt, ich bin jetzt lang nicht gewesen. Es ist aber immer gewesen, eben dort ist der erste Song gekommen, nachher der zweite und ich habe nicht wollen, sie zu jung runterbringen gerade und dann, keine Ahnung, Bro, es hat immer nicht gerade geklappt und dann ist gerade Corona auch noch gekommen, weißt du, weil mein Sohn ist, der zweite ist im 19 gekommen, gerade nachher ist ja gerade eigentlich 20 Corona, 20, also, dann hast du wieder nicht können und wieder nicht können. Ein Goldalben machen, ein paar Platinalben, Bro, ist nicht einfach, Bro. Ja, Bro, das musst, wie du vorhin gesagt hast, Bro, vergiss nicht, ich habe bis dann immer geschafft. Ich schaff immer, Bro, ich habe immer 100% Baustelle geschafft. Ich bin mit Baustellkleider im Studio aufnehmen, Bro, die Platin-Lieder, damit die Leute schnell wissen, weil es tönt immer einfach. Die hängen einfach im Studio dort. Aber glaub mir, zum sie holen, ist nicht einfach gewesen, Bro. Also es hat Spass gemacht. Also es ist nicht ein Kampf gewesen, weil wenn du kämpfst, dann, und weißt du, was du meinst, so, es muss ein guter Stress sein, es ist ein geiler Stress, wie man gesagt hat. Ja, Bro, es ist ein Hass, wir haben auch übergeredet, Bro, aber sag dir ehrlich, ich tue lieber 20 Stunden lang drehen, im Studio sein, was auch immer, anstatt 8 Stunden für irgendeinen Pisser zu arbeiten. Das ist einfach so, irgendeine Badwanne montieren für irgendjemand, was du hast gut gesagt, Bro, lieber 20 Stunden im Studio, Platinalben aufnehmen, anstatt, 5 Stunden lang ein WC montieren, wo du reinschießt. Wirklich, wo nachher nicht mal, weißt du, es interessiert niemand. Du baust irgendein Gebäude, irgendein Licht dort, wo niemand interessiert. Weißt du, du dich einfach so. Wenn deine Handschrift drauf ist, weißt du, eben ja, es ist einfach nichts, was du gerne machst. Und eben, es hat auch mal einer gesagt, wenn du 8 Stunden kannst arbeiten gehen und nicht Minimum nochmal 8 nachdem für deinen Scheiß investierst, dann hast du dich einfach in die Komfortzone dich gewohnt, hast dich gewöhnt an dem und sagst, hey, mir geht's gut, wenn ich arbeiten gehe und die 5 Mil im Monat habe, das langt mir. Das gibt auch die Leute, Bro. Das ist ja das, was die meisten auch hebt, zum nicht ausbrechen. Oder ihre Träume zu vernichten. Weil sie sagen, es geht mir ja eigentlich gut, ich habe die 5 Mil, wir leben in der Schweiz, wir haben keinen Krieg, keine Bomben, wir haben es gut, wir können uns essen, wir können uns leisten, einen Red Bull, einen Ziggy, es geht alles rein, weißt du. Und ja, eben, aber mir hat das nicht gelangt, Bro. Weißt du, mein Weg damals es ist auch eine Bestimmung auch gewesen, Bro. Es gibt Rapper und es gibt Leute, ich habe das Gefühl, es ist so wie eine Bestimmung gewesen, ich kann das müssen machen. Es hat müssen für mich sein, Bro. Weißt du, nicht einmal für dich, weißt du. Ich bin immer der. Ich feiere meinen Sound kaputt, Bro. Bro, das ist gut. Ich liebe es. Weil ich habe mir immer gesagt, bevor ich es nicht feiere, wie kannst du feiern, Alter, Mann? So wie, und darum habe ich auch bei vielen Songs Mühe gehabt, um sie rauszubringen, weil ich zu deep gewesen bin. Ich erzähle dir dort gerade wie, weißt du, was ich meine? Wo ich sage, mein Vater, es ist keine Ferien gewesen, wo er 6 Monate im Knast war, während meine Mutter 2 Monate vor dem uns verlassen hat und ich 6 gewesen bin. Und meine Mutter vom Cousin auf mich muss schauen. Bro, weißt du, was ich meine? So,
Das sind so Sachen, Bro, wo dann, die bleiben halt Bro, ja, und weißt? ich sage ja, Musik ist ja im Wandel und ich meine, wenn du Musik machst, du benutzt es ja als Ventil, oder? Du tust ja Sachen reinschreiben. Voll, Bro. Bro, aber vielleicht die 2-3 Wochen, nachdem es wieder los ist, findest du, hey, ich fühle es nicht mehr, oder ich fühle... Nein, Bro, niemals. Es ist mehr so, du hörst es wieder und es berührt dich so fest, weil das ist immer die Wahrheit, die Realität, die du willst verdrängen. Ja, es ist auch schwierig, etwas teilen mit der Welt, Bro. Bro, ich schreibe am Anfang schreibe ich sie auf dem Blatt, das bin nur ich, mein Kopf und das Blatt. Ja. Das heisst, ich schreibe alles im freiesten Gedanken auf. Es wird erst zum Problem, wenn es heisst, ich soll es releasen. Ja. Dann habe ich Angst. Ja. Aber ich habe nicht Angst, dass es nicht ankommt oder so, sondern ich habe Angst, mich nackt zu zeigen von Leuten, die es nicht interessiert. Und heutzutage, du weißt, wie es ist. Du musst eine starke Schale haben, um so rauslaufen. Dass jeder weiss meine Geschichte. Dass jeder weiss, der Zen ist ohne Mutter aufgewachsen und dies und das und das. Ich muss mir das können, weißt du, was ich meine? Du musst ertragen. Ich muss ertragen können, so rauslaufen, dass jeder meine Geschichte kennt. Auch irgendeinen Job, wo eine Missgeburt ist. Weißt du, wo gar nicht verdient, das zu wissen. Aber, verstehst du, was ich meine? Es interessiert mich nicht, weil ich helfe so viel mehr Menschen, als dass ich weißt, Bro, ich glaube, das Problem ist auch, wenn du so eine öffentliche Person bist, wie du bist, Bro, Leute sehen vielleicht auch nur den Teil von dir, und der Rest sich ausmalen. Ja. Weißt du, was ich meine? Es ist so, und es kommt einfach jetzt, wieso ich zum Beispiel auch gerne da bin, oder da mitmachen will, ist einfach, weil ich habe noch viel zum sagen, Bro, und viele schätzen mich anders ein, weißt? Viele kennen meine Musik, kennen das, viele haben Angst vor mir. Viele haben nicht Mut, mich zu fragen um ein Feature, obwohl ich vielleicht mit ihm immer gern gemacht hätte, etwas. Weißt du, so, ich bin einfach vorsichtig, Bro. Ich habe einfach meine Area, so, und dort kommst du nicht rein, einfach. Und ich lasse zu, wer dort reinkommt. Und ich lasse auch zu, wo ich reingehe. Also, ausser der andere lässt es nicht zu, dass ich dort reinkomme. Aber verstehst du, was ich meine? So, es ist immer, es geht trotzdem mit meinem Gedanken voraus. Weißt du, was, eben wie ich es jetzt halt gesehen, ich sehe es von außen, ich feiere das, ich finde das jetzt geil und dort habe ich eine Möglichkeit, etwas rauszulassen und dort habe ich Hörer, die das hören müssen. Ja, verstehst du, was ich meine? Es ist das gewesen, was mich gezogen hat als grösst, am meisten eigentlich, wo ich gewusst habe, das ist die Ecke, wo ich brauche. Weißt du, du suchst dir deine Ecke. Ja, Mann. Vater gesagt, such dir, eben wie du vorhin gesagt hast, du bist nicht der Gescheitste. Bro. Geh immer dort, wo Leute gescheiter sind, weißt du. Dann wirst du überall etwas lernen. Darum, wir sind von der Hut, von wissen, wie man von 1 Kilo 3,7 Gramm im 50er rein tut, wie viel Cash du machst, zu was hole ich mit 15 Lieder für einen Deal raus. Verstehst du, was ich meine? Wir sind nicht dumm gewesen halt. Wir haben gewusst, was wir machen. Bro, es ist ein Unterschied, so Street Smart und so akademisch smart, weißt du? Ja, es ist halt einfach, wir lassen uns nicht drucken. Ja, es kann niemand Druck ausüben. Das haben wir schon in der Lehre. Ja. Aber wieso, Bro? Wir haben so viel Druck schon die ganze Zeit bekommen. Das ist das. Wo willst du mich halt mehr abdrucken? Ich komme ja von unten. Ich habe dir jetzt kurz nur eine Geschichte erzählt von mir. Wegen dem Vater, Mutter. Was willst du mir sagen? Hey, du scheiß Ausländer. Ist mir doch scheißegal, Alter. Weißt du? Sag mir, was du willst. Auch wenn ein Schippi mir sagt, du scheiß Schweizerin, was sagen sie? Ist mir doch scheißegal, Alter. Ich weiss, wer ich bin. Und ich weiss, was ich mache. Und ich weiss, wohin es geht. Also ich habe die Bestimmung gefunden für mich, was für mich wichtig ist. Und das zählt, Bro, am Schluss. Ja, Bro, und du gehst den Weg und du gehst in Stolz. Du gehst sehr gut, Bro. Ja, Bro, danke vielmals, Jungs, man. Du gehst sehr gut. Bro, man, es ist emotional, also bevor da Tränen fließen und so, Bro, wenn wir, du hast uns etwas vorbereitet, Bro. Ja, man, ich habe so ein paar Würstfragen vorbereitet. Geil. Okay, ich habe sie jetzt vorgelesen, Bro. Ich weiss nicht, Bro, schau ganz ehrlich, vielleicht ist eventuell sogar ein bisschen zu fest mein Style fragen. Voll easy. Aber ich frage jetzt einfach. Ja, aber nein, es wundert mich ja auch. Weißt, ich will ja das auch so, dass es von dir kommt. Also, perfekt. Bro, look, ich versuche jetzt, eine Frage, und dann schau mal, wie es rauskommt. Mein dreckiges Handy, fick deine Mutter. Bro, mein Handy war, Apple sponsert mir ein neues Handy. Ja, Bro, kauf einfach mal ein neues, Bro. Ich hoffe. Mit welchem Geld? Gerade letztes Mal eine Diskussion gehabt. Weil wir müssen die Videos immer früh abgeben. Weil iTunes das braucht zum Aufladen, wo niemand interessiert. Wer kauft Videos auf iTunes? Aber Hauptsache, wir müssen es 4 Monate vorher denen schicken, dass sie nachher die Songs, die reinkommen, es gibt irgendeinen anderen Zen auf iTunes, und sie verlinken mich immer mit dem falschen Namen, noch schnell einen Gruß an iTunes. Aber egal, es kommt schon. So ein Zen mit Schifteli dort, die Lieder nicht gegen mich dort. Irgendeinen Rocker dort. Ja, Mann. Also, Jungs, das habe ich jetzt extra aufgeschrieben, weil ich sind beide Künstler. Und deswegen, vielleicht ist die Frage zu simpel, aber scheißegal. Also, würdest du lieber jetzt gerade sofort, jetzt instant, so viel Geld bekommen, dass für deine Familie und für die Familie von deinen Kindern ausgesorgt ist? Oder, dass du einen künstlerischen Wunsch, egal was ist, Erfüllung hat? Egal wie unmöglich es ist, es geht in Erfüllung. Krass, Bro, was ist denn überhaupt der künstlerische Wunsch von dir so?
Der mag, also, ich könnte jetzt das sagen. Ich könnte jetzt das sagen, dass zum Beispiel wäre gewesen, also eben, mit dem Pack einen Song zu machen. Ja. Aber in dem Moment, wo ich jetzt Kinder ansage, ich gebe den Cash. Eben, deswegen kann ich gerade sagen, weißt, wenn ich heute Weil ich mache mit dem Cash meinen künstlerischen Scheiß weiter. Ja. Hauptsache, sie sind schon mal abgesichert. Den Teil habe ich gesorgt. Das heisst, ich kann Spass jetzt weitermachen. Ja, ja. Also, drum würde ich nur das wählen. Weißt du, so, nicht, dass jetzt Leute denken, nur der Cash, aber ich habe 2 Kinder, Alter, und ich überlege mir jetzt, okay, ich könnte jetzt mit dem Cash, wo er sagt, sogar meine Kinder sind ihre Familie sind ausgesorgt. Also, kann ich nur noch mehr machen. Aus dem alles. Bro, und dann jage ich mir die Features, wo halt die Leute noch am Leben sind. Ja. Weißt du, ich hatte die Frage mir gestern aufgeschrieben, ich so, das ist glaub's geil. Dann habe ich mit dir angefangen zu reden, ich so, okay, ich weiß schon die Antwort, was kommt, aber von dir. Bro, für mich ist klar, ich scheiß auf Geld. Nein. Bro, aber stell dir mal vor. Nein, aber stell dir mal vor, Bro, ich meine, was willst du ganz ehrlich, red mal offen, was willst du in der Schweiz noch erreichen, du? Eben, das ist das, wo ich... Ja, eben, zum Beispiel, ich könnte jetzt da schon sagen, ich hätte gern zum Beispiel ein Ticket bekommen in der Hollywood-Welt, dass jemand mir 200 Millionen Budget gibt und ich mache einen fucking Film. Aber weißt du, was ich meine? Es ist so eine Überlegung, wo ich ja nicht jage, mein Leben lang schon. So, und wenn ich jetzt in der Musik-Dings rede, wenn ich jetzt sage, einfach ein Star sein, weißt du, was ist das? Weißt du, das will ich gar nicht eigentlich. So, und jetzt künstlerische Freiheit, eben, es müsste eigentlich etwas sein, wo mich persönlich einfach berührt und jetzt nicht unbedingt muss heißen, es muss mich musikalisch dann weiterbringen. Und das wäre jetzt eben genau so, es wäre eher eine Zusammenarbeit mit etwas oder mit jemandem oder ich hätte etwas erleben, eine Zeit, wo die Outlaws gewesen sind, so. Das wäre etwas eher, aber das wäre dann für mein Ego, weißt du, so. Und jetzt denke ich ja mehr wegen der Familie und alles. Ja. Verstehe ich voll. Das ist das. Aber eben, wenn wir nochmal auf das zurückgehen, jetzt, wenn wir mal nur Schweiz nehmen, Bro, du hast Goldalben, du hast Platinalben, du hast Auftritt gehabt bei den SMAs, du bist Pionier gsi bei Deals und so Szenen. Also was willst du in der Schweiz noch machen? Ja, Bro, ich will das Label sein einfach, wo Aftermath will ich sein da. Das ist eigentlich so das allergrößte Ziel ist natürlich das, Bro. Ich will nicht mal der Künstler selber der Star sein, sondern ich will das Label sein, wo einfach die Leute geile Deals machen. Sie natürlich kann auch verbinden mit Universals und mit Sonys und alles, aber vor allem einfach Bro, von der Hood, aus der Hood, mit der Hood, weißt du, so, wie, wenn ich morgen 10 Mil einem Künstler geben für ein Album, das wäre so das Ziel. Ist ja schon in dem richtig schon, wir geben einfach keinen Vorschuss in dem Sinn, sondern wir sagen, du kannst alles aufnehmen, gratis machen, tu bei uns und wir teilen uns einfach den Gewinn, blöd gesagt, weißt du. Also, ich sehe mich auch selber als Manager, als Coach, als der, wo später der Onkel ist, so. Wenn mal eine Gruppe kommt und sie sagt, hey, wir haben Angebot von Sony, Angebot von da, ich will das sein, was heisst, geht's um den. So er weiss, was machst. Weißt du, also, schnell um die Frage nochmal abdingeln. Bro, bei mir, ich habe einen künstlerischen Traum und das ist die Geschichte von meiner Mutter, die sie gehabt hat, die ich verfilme. Wow. Und mit dem, weil, Bro, das ist eine Geschichte, Bro, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weißt du, was ich meine? Krass. Und mit der Geschichte wollte ich Preise gewinnen, relevante Preise, Bro. Ja. Aber, das schaffe ich auch ohne, weil die Möglichkeit, ich habe es dir gesagt, die Möglichkeit ist da, Bro. Voll. Die Leute, die aussehen wie ich, Leute, die aussehen wie du, wie alle anderen am Tisch, sie können, Bro. Bro, sicher, man. Und darum sage ich, gib dir Cash. Auch. Und lass mich mein Ding machen. Und weil das ist ja mein einziger Problem. Der einzige Grund, wieso ich nicht 24/7 Film mache, ist, weil irgendjemand muss, also irgendwie muss ich essen, Bro. Eben, das ist genau das. Das ist das, was uns ja alle ein bisschen hebt, so. Dass wir nicht halt, ja, wir wollen es ja auch selber schaffen. Wir sind ja auch ehrgeizig, so. Ja, man. Wir wollen es uns ja nicht zahlen lassen. Wir haben auch Möglichkeiten bekommen, dort und da und dort mal Gelder bekommen, Kredite bekommen und so, aber es ist irgendwie komisch gewesen. Ich habe eben, das ist das, was ich wieder sage, wir haben viel Gespräche mit jensten Leuten gehabt, damals fürs Album, und wir haben es am Schluss genau richtig gemacht, dass wir es einfach alleine gemacht haben. Also darf man die Zahl droppen vom ersten Album? Haben wir das schon? Was? Die Zahl, die du bekommen hast vom ersten Album? Verkauft die? Nein, der Vorschuss, den du bekommen hast. Ja, 50. Das sind 50k gewesen, ja? Also plus Video, alle Sachen, kommt zu 60, 70 drauf, ja. Aber eben, es hat sich gelohnt, Bro. Du machst die Bro, erste es ist Lohn, brutal, es ist ein fetter Lohn gewesen, Bro. sie haben das auch gegeben, Bro, und weisst, jeder da draussen Kenner weiss, was für Zahlen das sind, und das Problem ist, das ist ein Album. Weisst, die Leute kommen
heutzutage auch vielleicht 10, 20, 25, auch 30 Reisen über, aber sie müssen 6, 7 Alben machen für das. Weißt du, sie haben so Optionen drin, wo sie so gebunden sind und es gibt so viele Sachen, die du kannst dort machen tun und mir ist einfach immer wichtig gewesen, ich will nicht gebunden sein zu lang und das Ding sollte mir auch wieder mal hören, weißt du, also ich sollte noch später noch für den Verkauften, für mich ist es mehr wie ein Vorschuss, weil sie machen gerade Minus und ich mache gerade Plus, ohne dass das Album draussen ist. So, eigentlich du verhandelst für etwas, was noch nicht mal existiert. So, und wenn du die Zahlen kennst, wenn du die Sachen kennst und alles, und wir haben halt auch geil können angreifen, wir haben ich gegen mich gebracht, Sampler gebracht, Bro, es hat funktioniert alles und also, darum ist es auch eine Basis, wir haben anders können verhandeln. Was ich eben heute an vielen Jugendlichen oder jungen Leuten draussen sage, viele haben Deals schon bekommen und sie haben das Gefühl jetzt, boah, wir haben Krise und so. Schreibt mir, ich schwöre auf alles. Ich würde gerne ein paar, wo ich weiss sogar jetzt, ich würde nicht sagen, aber wo ich weiss, ein paar Rapper, sie haben Deals schon bekommen und ich weiss das. Weil ich kenne Universal, weißt, oder ich weiss einfach von Paaren, dass die ein Angebot bekommen haben aber sie kennen Zahlen nicht. Sie kennen nicht. Sie haben eben gestern, sie haben 3 Lieder erst draussen und sie denken, das ist riesig, was sie machen. Aber es ist gar nicht riesig. So, sie müssen zu viel machen für zu wenig Geld. Was auch verständlich ist, da in der Schweiz hast du noch nichts Publikum. Aber das fickt ja auch die eigene Branche, Bro. Weißt du, was ich meine? Wenn jeder kommt und sagt, 5000 Stutz, nehme ich lange mit mir, wie will dann nachher jemand gehen und sagen, ich will 100k? Ja, weißt, eben, das ist ja das Problem, aber eben, darum haben wir es anders gemacht. Wir haben erst hypen. Wir haben gar nicht den Gedanken gehabt, dass überhaupt so ein Label wird. Weißt du, checkst du, wir haben gar nicht so gedacht. Es ist passiert, wir haben Zahlen auf einmal gehabt und dann hast du einen Rücken, Bro. Du weißt, was du machst. Du fängst an, selbstbewusster werden. Weißt du, was ich meine? Vor dem Album noch meine Mutter gesucht, zu nachher mit Brust raus, Bruder, ich hol alles, was ich will. Checkst, das ist alles ein Prozess gewesen, weißt du? So. Und das ist das gewesen, was ich den Leuten sage. Sie sollen sich das aufbauen lieber erst, bevor sie, weißt du, nachher sind sie dort und haben keinen Plan, Alter. Der Dardi, seine Freundin, ist Anwältin. Und das noch hat sie geschaffen in einem Bereich, wo nur mit Musikverträgen gegangen ist. Bro, wir sind sozusagen wie, die haben erwartet, so, weißt, die haben erwartet so, hey, wo sind's, Bro? Panzer sind dort gestanden. Die sind auf einmal, checkst, schockiert sind sie so, okay, die wissen. Und es sind die Sachen, es ist einfach geil gewesen, weißt du, und sie sind auch geil drauf gewesen, muss auch sagen, weißt, sie haben es voll verstanden, sie haben das auch gefühlt, die Art, Bro, ich bin auch ich schlage auf den Tisch und, weißt, ich bin ein belebter Sieg so und, Bro, und sie haben genau das aber wollen. Sie haben gesagt, wir wollen genau das und für das geben wir auch das, weißt du, und dann hat sie eben, für uns ist einfach wichtig, der Start für Studio bauen, eigene Firma machen, ja, weißt du, was ich meine? Und für das ist das Label halt voll gut, weißt du, sie pushen dich und so. Und auch für die Jungen, es ist nicht schlecht. Aber bind dich nicht einfach für immer oder so, mach nicht so lange, mach deine Erfahrungen, sie pushen dich, sie können dir viel beibringen, Bro, es ist schon so. Glaub mir. Aber heute, früher hast du MTV gehabt. Wenn du hast wollen bekannt werden, hast du müssen irgendeinen Schwanz lecken oder irgendeine Muschi lutschen, zum dort ankommen, Bro. Verstehst du? Heute brauchst du einen Laptop, ein Autotune-Programm. Ich brauche niemand. Du bist so selbstständig, dass du kannst, die haben schon so einen I don't give a fuck Dings. Weißt du, was ich meine? Sie bauen das schon, und das finde ich geil. Weißt du, so. Weil das ist eben schön, weil Labels müssen kämpfen für die Rappers. Und das ich würde eben so in Zukunft der sein, wo sagt, hey Universal, willst du der? Mir sagt er ja. Weißt du? So, weißt du? So. Und das wirklich so, das habe ich auch irgendwie geschafft machen, irgendwie, dass die Leute mir dann vertrauen auch, weißt du, und sagen, ey, bei Zan, Bro, ja, man, bei ihm, er sagt die Wahrheit, weißt du, wenn er sagt, und ich will auch so überkommen, Bro, weißt du, ich sage auch jedem da draussen, jeder Rapper kann mir gern privat sagen, seine Deals, seine Sachen, ich schaue gern drüber, Bro, es ist für mich eine Nachricht zurückschicken. Das ist krass. Also schon, dass du das, Bro, das ist heftig. Das ist nichts mehr. Ab und zu bin ich daheim und hänge und schaue einfach eine Nachricht an und wenn dann dort so eine wäre, ich würde dir gerade sagen. Gerade sagen, komm im Studio, nimm den Vertrag mit, schauen wir, machen wir etwas, weißt du. Stabil. Und dann nimmst du ihn aus, Bro. Also, schreibe dann. Dann sage ich ihm eben, Bro, 5%. Ich höre schon mal 5%. Nein, dir. Bro, weißt du. Universal gibt 4, ich gebe 5. Glaub mir, ich schwör. Aber, Bro, das ist nur schnell zu sagen, wirklich, wir, jetzt momentan als Label, wenn wir einen Deal machen, wenn du die Zahlen hörst, was das Label eigentlich nimmt, wenn du einen Künstlervertrag machst,
Das Problem ist eben das auch für viele Rapper da draussen. Wenn du jetzt einen Deal mit einem machst und du sagst ihm, Bro, du kommst 30% über. Das ist, weißt wie viel? Bro, das hat kein Label gibt dir 30%. Kein Label, die geben dir von 2 bis 8. Krass. Das ist ein Label-Deal. Warte, wie meinst du das? 2 bis 8? Also 2 bis 8% kommst du über, wenn du von den Songverkäufen. Also wenn du einen Song machst? Wenn du einen Song bei mir machst, als Label, jetzt nicht bei meinem Label, aber bei einem anderen Label, als Künstlervertrag. Ja. Also Justin Bieber hat 5 bis 8% oder 12%. Und der Rest geht am Label. Ja. Weil der Label, Bro, mach mal Label. macht deine Beats, macht dein Soundbild, macht deine Clips, macht alles, baut alles auf, was du bist, tut dich probieren, überall rein tun. Also Labels sind ja gleichzeitig heute auch Managements und Bookings, gerade alles. 92% am Label geben, Bro. Ja, Bro, aber eben, weißt, ich sag dir ja, in Amerika sind so Deals üblich. Ja, krass. Ja. Krass. Das ist der Durchschnitt wahrscheinlich. Nein, das ist einfach normal, wenn du das nachher rechnest, so. Schon klar ist ein Abfuck, Bro, weißt? Aber das sage ich. Darum sage ich, wir werden immer besser sein. Weil du machst nur schnell, weil mir tut's nicht weh, sage ich gebe dir auch 20, 30. Aber in der Schweiz musst du auch verstehen, 1 Million Streams, bring mal an, und das sind 4'500 Stutz. Reden wir nicht mehr weiter schnell. Ja. So wie, Alter, 4'500 Stutz für 1 Million Streams von Spotify. Ja. Schon krass, das Streaming-Zeug hat alles. Spotify also kaufen, Bro, so kaufst, hättest damals, wenn ich gegen mich, haben wir Cash gemacht und so, weil sie haben gekauft, Bro. Ja. Bei 15 Stutz CD habe ich 8 oder 9 bekommen. Ja. Stabil. Weil es ist mies. Ja. Ja, krass. Nur die Produktion von der CDs habe ich zurückgezahlt. Ja. Und fertig. Und das ist schnell reingekommen. Gerade am ersten Einzahlung, die reingekommen ist, haben wir schon mehr als, also wir haben mit der Hälfte können alles zahlen und wir haben schon Hälfte plus schon gehabt. Krass. So bei der ersten Auszahlung vom Album. Stabil. So, und dann hast du gewusst, Kollege, es ist erst ein paar Monate her. Weißt du, was ich meine? Und heute sind wir 7 Jahre, 8 Jahre ist es her und immer noch. Und der Para kommt immer noch. Ja. Krass. Deswegen ist auch der Plan gewesen, weil ich habe gerade gemerkt, Gott plant alles, Bro. Auf einmal, und ich mir letztes Mal im Studio so, was soll ich machen, was sollte ich machen in Zukunft so, und jetzt habe ich gesehen, 2025, Bro, ist genau 10 Jahre her, ich gegen mich. Und ich habe gerade gesehen, den Weg schon. Du machst Unplugged Unplugged-Version. Der Weg so mit beleuchtet ist. Ja, und du laufst so und du weißt genau, das Album kommt dann, Bro. Er wird kommen. Solange Gott mich lässt, Bro, bis Bro, dann. warte schnell. Ich gegen mich ist dann schon 10 Jahre her. Ja, 2015, 1. 3 Mai. Jahre, Bro. 1. Mai? 1. Mai 2015. 1. Mai geboren, Bro. Ich schwöre. King, Alter. 1. Mai 2025 sollte geplant sein, nochmal so ein Album bringen. Und darum schaffe ich jetzt das schon, fange ich an, dem Album zu schaffen. Ja. Ja, man, ich habe das erstes gehört, Bro, in dem Fall 2025, kommt das nächste Album. Ja. Im 10-Jährigen. Also eben, wie gesagt, das ist ein Projekt, wo ich einfach weiss, dass ich jetzt schon anfange und egal, auch wenn es nicht, es wäre einfach ein schönes Datum, weil es gerade passt, so 10 Jahre. Und das würde ja eigentlich lange von der Zeit her, aber ich würde einfach wieder so ein Projekt mal machen, wo ein bisschen länger geht. Ja. Ich werde sicher zwischendurch Sachen kicken, ich habe jetzt auf nächstes Jahr schon Sachen geplant. Das Jahr kommt das Collabo, also es sind schon Sachen, die dann kommen noch, aber das ist so das grosse Projekt, wo ich dann wirklich lang dran arbeiten, wo ich weiss eben, wenn ich an einem Song, jeder Rapper weiss genau, was er drauf hat, so, weißt. Jeder weiss, dass er zum Beispiel bei ein paar Songs vielleicht mehr hätte können machen oder so, und ich weiss einfach von mir, dass ich länger brauche, oder mir länger lieber Zeit nehme für einen Song, wo zum Beispiel eine Bedeutung hat. Weißt so, ich bin halt einfach wieder so ein bisschen auf dem Backflash gewesen, ich gegen mich am Los, und ich habe einfach gemerkt, fucking man, 21 Lieder, es ist wirklich fast jeder Song ein Themensong, und jeder Song hat irgendetwas hure Spezielles, und das ist eben wirklich nur so gewesen, weil wir einfach Zeit hatten für das. Ja, ist auch eine Kein Story, Druck, kein, weißt du, was ich meine? Und das will ich jetzt wieder. Ich will wieder so ein Album einfach haben, für mich, Bro, für mein Gefühl. Und ich glaube, die Leute auch, die wirklich Fans sind, so, haben das auch verdient. Und ich glaube, das wird wieder so eins sein, wo dann einfach bleibt bei den Leuten wieder in den Köpfen, so. Es sollte wirklich, eben ja, jeder Song ein Themensong sein, jeder Song sollte wirklich, ich will tief hineingehen wieder so. Und ja, ich hab Bock auf die schnellen Sachen, Bro. Eben, ihr müsst das verstehen als Rapper. Was heisst das so, schnell Zeit lassen? Dann vergisst ihr sonst nicht Mühe. Es geht Bro. Ja. Es ist ein Vibe, es entsteht, ein Song ist in 3 Stunden entstanden. Bro, ganz ehrlich, Weißt, alle ist ja komplett auf Albanisch, glaube ich, oder? Nein, ich hab ein Part auf du hast Part auf Schweizerdeutsch, genau. aber, Bro, das ist ein Summer-Song gewesen, Bro. Das ist entstanden, wir sind bis am Morgen früh im Studio gewesen, es ist nichts passiert, und dann auf einmal hat Eli das gespielt, und auf einmal hat Bro, der Zepp hat aber wirklich auch so eine Stimme, Bro. Und der Sepp hat nicht immer gesungen, weißt du, er hat aber eine Playlist gehabt damals, ich habe auch gewusst, so, er hat die Vibes, er hat so, er ist, wie gesagt,
er ist nicht viel jünger, es sind auch nur 3 Jahre Unterschied, weißt du. Aber für eine Zeit früher, so, im 2005, ist es eine grosse Zeit gewesen, weißt du. Und er hat halt der 50 und das Neue nachher, krass aufgenommen, die R&B und soulige Zeit, viel krasser aufgenommen, als das es ich gemacht habe, wo eben die 2-3 Jahre halt dann mehr das harte Tupac-Zeug voll verfolgt hat, so. Schon auch Dre-Sachen, aber der Chronic und so, aber nicht so das Gesangliche, so, schon auch, ich höre auch R&B und so, habe ich gerne, aber bei ihm ist das Soulige halt voll so. Und wir haben das gewusst, wir haben das auch ein bisschen mitgepusht, so, weißt du. Wir haben ihm auch gesagt, sing, Bro, weißt mach das, heb Mut. Er ist schon mit Ideen gekommen, weißt du. Ist nicht jetzt so, dass wir ihm das beigebracht haben, weißt du, aber wir sind sicher ein wichtiger Punkt gewesen, um ihm zu sagen, eben wie das, was ich gesagt habe, der Kollegenkreis, der dann sagt, was, bist du Pussy? Ja. Bro, man, es ist einfach geile Musik und dann merkt es ja jetzt auch, der Wandel. Wenn jetzt alle los ist, wo er gesungen hat und wie er jetzt bei seinen Songs singt, so. Sind auch Welten so. Die machen auch Tracks mit dem Dardi jetzt. Der Dardi produziert ja jetzt auch. Voll. Macht ja ganz geile Samples und sonst auch Musik und jetzt. Bro, er spielt selber Sachen, er nimmt Samples, er bastelt er spielt besser. Bro, er hat es voll im Griff bekommen. Es ist voll nicht meine Musik richtig eigentlich, aber ich feiere einfach die Art, wenn ein Mensch kreativ ist und es funktioniert ja, weißt du. Und eben jetzt werden wir haben auch schon Sachen so ready, wo ich auf sogar so Beats etwas mache. Krass, Bro. Ui. So, einfach so auf House Beats rappen halt, weißt du. Stabil. So Flowrider Shit, weißt du. So. Aber voll, es klingt aber geil, so. Und das ist ja dann auch einfach nur Spaß, weißt du. Und eben viele Songs entstehen dann einfach im Moment, Bro. Ja. Je nach Gefühl, aber ich weiss einfach, wenn ich mir ein Thema nehme, oder du hast eine Idee, du hast eine Idee zum Beispiel, und du weißt, der Weg wird verfickt nochmal lang, weil die Idee ist so komplex. Und um das anzubringen, musst du einfach anhocken, weißt du. Und es geht mehr um das, dass ich mir mehr so Songs eigentlich machen, wo ich wirklich dann mich auseinandernehme mit wirklich einem krassen Thema und dann weiss ich, dass ich dort zum Beispiel eben einen Monat halt brauche für diesen Song, weißt du. Ja, weil ich ihn einfach perfekt will haben. Wie ein Song «Stehen auf» von «Ich gegen mich» oder so wirklich bedeutende Songs, wo ich Themen, wo ich Geschichten erzähle und nachher am Schluss erzähle ich meine Geschichte und weißt so richtig den Beatwechsel und wirklich du nimmst dir einfach Zeit. Und das haben wir früher, glaube ich, mehr gemacht, so, weißt. Also, wir haben so, uns mehr gehen lassen, habe ich das Gefühl. Ja. Jetzt hast du halt eben, wie gesagt, ist auch Familie, dies, das. Du hast auch andere Verantwortungen, Bro. Aber ist noch krass, Bro. Ich erinnere mich, an Wetzikon Zeiten damals. Mein Cousin hat in Wetzikon gewohnt und er hat mich, ich glaube, das ist wirklich 2000, vielleicht 5 oder 6 gewesen, Bro, hat mich, oder ich bin so 12 gewesen, also 2007 vielleicht, hat mich mein Cousin in Wetzikon gewohnt, gesagt, komm und so, gehen wir in den Jugendraum, einfach, Tsunami und, und EAZ, Bro. Und ich habe ihn dort schon, weißt du? Damals noch, Easy A. Ja, Easy A. Kennt ihr das? EAZ Tsunami. Ja, das ist krass gewesen, Bro. Das ist eine krasse Zeit gewesen. Ja, Bro, die haben damals Game dominiert. Weißt du, wie gesagt, ich habe eine Zeit lang gedacht, nur ich rap auf Schweizerdeutsch da und niemand kennt mich und dann ist ja eben auch die Geschichte, haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, wo ich im Winter Studio bin, im Wetzikon Studio bin, beim Jaro, hat er geheißen damals. Und mit dem Dirty Dog haben wir einen Song gemacht, das damals eben, das ist so unsere Hitsongs gewesen, der Hood, der Geladen und entsichert und Schippis im Club, haben wir gehabt. Das hat jeder in Zürich kennt, so die Ausländer in die Szene. Fix. Und wir sind die aufgenommen. Und er ist einfach dort gewesen. So ein kleiner mit Vollbreit. Und er hat mich einfach gekannt. So hat es ein bisschen angefangen, dass ich weiss, okay, Mann. Und er ist 3 Jahre jünger als du? Ja, Bro, weißt du, und ich bin dort schon, weißt du, was soll ich sagen, 17, 18 gewesen, Bro. Weißt du, was ich meine? Und er ist, weißt du, 15 dort. Und ich denk so, okay, fuck, der kennt mich, Mann. Weißt du, es geht weißt du. Und ich habe dann dort schon gehört, wie er rappt, weißt du, und dann eben, wo es dann gekommen ist, im YouTube eben die 16er, die Szenen, die Sachen. Es gibt ein Video von ihm, ich weiß nicht, wie das heißt, aber dort ist er irgendwie so in einer Unterführung und er hockt so. Ja, mit der Treppe, das vollgeladen mit Hass. Ja, Bro, das ist Alter, das hat mich damals berührt. Das ist geil. Wir haben auch einen Song auf dem Album, wo wir so ein bisschen unsere alte Sachen erwähnen. Und dort sage ich auch, vollgeladen mit Hass. Vollgeladen ist gone. Alles nur antrafen und so Scheiße. Okay, Bro, ich habe dir, mir dir Wasser angestellt, Bro. Du machst dir das Glas und in dieser Zeit suchen wir nachher eine neue Würzfrage. Also, dann tue ich sonst gerade die nächste Mal stellen. So. Gut. Das ist jetzt eine Frage, die nicht so künstlerisch ist, aber es mich trotzdem wundert, was ihr sagt, was ihr sagen würdet. Einfach so vorweg so. Wir haben alle so
so als Teenager oder so so zwischen, keine Ahnung, ich sage jetzt auch 10 bis 16, 17. Jeder hat irgendjemanden erkannt, wo zu gerne nicht prügeln. Aber du hast gewusst, du hast keine Chance. Weil du einfach zu klein oder zu jung oder was auch immer gewesen bist, weißt du? So. Und die Frage jetzt, und würdest lieber jetzt, so wie du bist, jetzt, so wie ihr sind, in die Zeit zurückreisen und jemanden kaputt schlagen, den er damals hätte wählen, aber irgendwie keine Chance. Ohne Konsequenzen. Ohne Konsequenzen. Oder ihr geht in die Zukunft, egal welchen Tag ihr wollt, egal wann ihr wollt, egal was auch immer wo, ein Tag in der Zukunft, egal wann, wie, wo, aber wenn ihr zurückkommt, müsst ihr in den Ring mit dem Khabib. Was? Also alles außer Khabib, Alter. Bro, du kannst zurück. Ja, aber für was muss ich in die Zukunft gehen? Vielleicht sehe ich einen Scheiß. Bro, ich würde Also es geht mehr ja darum, wenn du in die Zukunft gehst und du kannst sagen, okay, ich würde zum sehen, so was läuft, Wirtschaft, dies, das, du kannst in die Zukunft gehen und schauen, wo ist der Bitcoin in 10 Jahren zum Beispiel. Und dann sagst du, fuck, okay, komm ich zurück. Und für das? Und für das ein Khabib-Fight. Bro, warte, wenn du so in 100 Jahren gehst und du weißt, in 100 Jahren ist irgendetwas brutal viel wert. Ja, nein, okay, dann schon, ja. Nein. Also für einen Joke, Bro, schlussendlich, du wirst dich einfach am Boden gehen lassen. So. Ja, nein, weißt du, wirst gehen und du wirst gar nicht warten, dass er dir geht oder dich wird packen. Du lässt dich gerade gehen und das Schlimmste ist, er kommt dann gerade mit dem Bein über dein Gesicht. Ja. Weil checkst, er gibt Bro, dir nicht mal. mit dir im Ring, Du tappst gerade ab, eigentlich. Aber warte, du darfst nicht abtappen. Wie lange musst du in den Ring? Eben, das ist das. Bro, du darfst nicht aufgeben. Wenn du ja, aber eine Runde, oder was? So, Bro, 5 Minuten. 3 Minuten wäre eine Runde, oder? Auch 3 Minuten ist Bro, die kleine. der Typ kann dich in diesen 3 Minuten kaputt machen. Bro, so nachher. Das Problem ist, du kannst Langzeitschäden bekommen. Ja, wo? Bro, schau jetzt. Bro, nur schnell, ich habe seinen Kampf gesehen, Bro. Der Typ. So, Bro, es geht nur schon, wenn der dort steht, so. Ich weiss nicht, ob du in Ohnmacht gehen würdest, glaub schon vorher. Aber Bro. Weil du darfst nicht abtappen, das ist ja, also, ja. Das heisst, er jokt dich nur so weit, bis du, Kische weg bist. Ja. Aber Bro, überleg schnell. 5 Minuten mit ihm im Ring, 3 Minuten, was auch immer. Du hast Langzeitschäden, aber dafür haben deine Kinder nachher Millionen, Bro. Nein, nein, dann hat es keinen Vater, aber. Okay. Bro, doch, normal, Bro. Nein, Bro, nein, das hätte ich nicht gemacht. Das sagen, Bro. Ich hätte nicht gemacht. Lieber gar nicht zurückschlagen, der andere ab. Vielleicht habe ich mit ihm schon geschlagen. Aber warte, ich gehe auch zurück zum Khabib, wenn er 10 ist. Das wäre bei dir. Bro, ich gehe zurück, wo er 10 ist, ja. Ich in den Umdeck gesehen, brich ich in den Arm und dann... Ihr hättet keine Chance, er mit 10 gegen Bären gefightet, Bro. Wie wollt ihr gegen den fighten? Nein, Bro, das ist es ist einfach zu... Weil, Bro, wir haben auch viel mal im Studio so, ja, Bro, würdest einen Schlag... So viel Cash für einen Schlag nur vom Tyson. In voller Wucht in deinem Bauch. Im Bauch, Bro, im Bauch, Bro. Checkst, Bro, ja, schon klar, der Schmerz geht weg. Aber Bro, er bricht 8 Rippen, Mann. Weißt du, und die bleiben Bro, für immer in deine Lungen, Mann. Weißt du, keiner, der verblüht ist am Ort, so. Was willst du dort stehen? Sogar mit der Pratze hätte ich keinen Mut. Weißt du, vorne da, du wirst 5 Meter weit, Alter, so. Bro, schau jetzt. Das Ding ist, ich weiss nicht, ob ihr den Fight McGregor und Khabib gesehen habt, aber es sind nachher ja immer später noch weitere Aufnahmen und so. Ja. Und der Khabib hat ja immer nie so vor der Fight so gross so ihn disst und beleidigt, weil er gefunden hat, das ist unter seinem Niveau, genau. Bro, Im Ring hast du einen Körper, Bro, im Ring. Let's talk now. Er ist ihm so viel so, let's talk, it's only business, let's talk. Geht er so, Bro, jetzt, ich kann nicht kassieren und dann psychisch noch kaputt gemacht werden von dem. Das kannst du bei der Musik auch genau gleich sehen, Bro. Dort hast du gesehen, der Khabib ist genau so ein Rapper wie mir, Bro. Ja. So, ihm geht's nicht um den Cash, Bro. Ja, wirklich. Bro, der Mensch, den kannst du nicht brechen. Mental. Aber Bro, stell dir vor, reden wir mal Klartext. 5 Minuten mit Khabib im Ring, dafür kommst du 100 Millionen über, würdest du nicht? Bro, sicher würde ich es machen, aber der Problem, machen, also ja sagen, wenn der Vertrag jetzt das ist, gerade würde ich machen. Aber ich würde einfach erst, vor dem Ring dann merken so, ich hoffe, es geht so schnell wie es, weißt du, was, das Problem ist 5 Minuten, Bro. Bro, Wunschszenario, erste Ziege eigentlich, wenn du denkst. Ein Ziege nur. Ein Ziege lang drunter kommt. So wie, ein Kollege nebendran zündet den Ziege und sagt, Bro, bis ich die fertig habe, ist fertig. Aber stell dir vor, aber Bro, nur der Moment, du gehst, du bist dich so am Schützen, weißt und er macht er kommt runter bei den Beinen und tut dich gerade Takedown. Gerade am Boden, nur schon die Wucht vom Schlag mit dem Rücken auf dich. Bro, du bist glaub schon... Bro, ich würde ihm sagen, gib mir einen Fuß, gib mir 50 Millionen. Weißt du, das Problem ist einfach die Schläge, weißt du, es würde einfach zu herzig, Bro. Okay. Du wirst es machen für das Cash, Bro. Ich glaube,
Jeder würde das machen, Bro. 100 Millionen, Bro. Sicher machst Bro, du ich würde es machen, zum schauen, was in Zukunft Aber passiert. eben, es wird nicht, es könnte auch sehr schlimm aussehen. Aber ich kann nicht bedenken, du sagst so, entweder darfst du in die Vergangenheit überschlagen oder in die Zukunft überschlagen. Und ich glaube, in Zukunft, von jetzt, in 5 Jahren, Wer würdest du? wenn der Auditor 28 ist, dann ich und er gleich alt sind, ich würde ihn auseinander. Okay, Bro. warte. Die andere Frage ist, wer wäre denn die Person, die ihr würdet schlagen, wenn ihr in die Vergangenheit würdet gehen? Bro, das ist ja gut. Also du gehst aber in die Vergangenheit mit der Kraft jetzt. von Jetzt, so wie du jetzt bist, du bist vor der Ja, Bro, Person. es wird irgendjemand sein, wo du, bevor du 12 gsi bist. Weil Bro, ich alles sag andere dir- hast du können irgendwie selber stimmt, lösen, Digga. weißt du? Bro, ich bin 80 gewesen, ich weiss noch ganz genau, ich bin 80 gewesen in Tös, Bro. Ich bin rumgelaufen, Leben ist gut gewesen. Und irgend so ein Hurensohn, der ist glaub 15, 16 gewesen, aber er ist ein Breite gewesen, er hat geschlechte Kar Ja, gegen ja. China gehabt. Ich bin wirklich 80 oder 70 gewesen, Bro. Ich bin so wirklich glücklich in meinem Leben, Bro, als 7-Jähriger. Was willst du machen, Bro? Ich laufe, Bushaltestelle, ich schaue ihn einfach an, weil er hat mich geflasht, Bro. Weil er ist so dort gestanden, so breit. Er hat mich erst so, was schaust du, kleiner Hurensohn? Bro, ich so am Zittern. Ey, Ich glaube, ich kann eben, zurück zu ihm sagen, eben was? eben so Sachen. Und das, ich würde zum Beispiel jetzt, so wenn ich jetzt gerade als Erster an was denke, ich bin ja vom Kreis 4 Bro gekommen, bei Merismanhof haben wir gewohnt. Ja. Und nachher ich bin etwa 9 gewesen, auf die Ethik gezügelt und Bro, es ist easy, es ist nicht einfach gewesen, Bro, gerade so der Switch und so, und Ja. eben, du weißt, familiär ist gerade voll etwas am Laufen, du zügelst ja wegen dem, weißt Ja, du? genau. Weil ein riesen Wandel ist und dann willst du noch Kollegen finden und so. Und dort ist eine Lehrerin gewesen, Bro, die hat mich einfach gehasst, Bro. Wer so wie nicht? ich bin bei der Mitte von der 3. Klasse so reingekommen, irgendwie so einfach noch dazugekommen. Die Schule ist eigentlich vorbei für die und dann kommen jetzt noch neue Schüler rüber, so. Und eben, ich habe auch Mühe gehabt, früher, weißt du, wegen meinem Namen, Bro, Skelsen. In der Schule habe ich auch Mühe gehabt, immer, ich vergesse das auch nie. Die Lehrer haben immer so dumm da und so dumm den Namen gesagt. Und ich vergesse nie, Bro, dort, wir haben so Aufgaben gehabt und ich habe mich auch gefreut, dass ich mich nach ein paar Wochen eigentlich easy haben können einleben, so. Und sie hat mir einfach so, sie haben immer so Kleber verteilt, weißt du. Ja. So, wer gut gemacht hat etwas. Und mir hat sie einfach nicht gegeben, Bro. Und ich habe einfach gehatet, die Schlampe, Bro. Ich habe sie gehatet, ich habe brüllt die Heime. Mein Vater hat müssen sogar kommen am nächsten Tag und sagen, wieso gibst du an meinem Sohn schlecht? Ich schwöre. Das hat mich auch geprägt, wenn ich jetzt denke. Und ich glaube, ich würde ihr einfach einen Flatter geben. weil sie Einfach, aber so eine Rückhand. Nein, so ein chilliger. Weißt du, so einen, dass sie erinnert, du bist ein scheiß Mensch. Bro, look, ich hätte frei gehabt, direkt in ihr Schlag und der Hoffnung. So jetzt instant. Bro, übrigens, dass du weißt, wir haben jetzt so 2000 von deinen Kurzbündig-Kleber bestellt. Ja. Ich gebe dir 100, Bro. Als Wiedergut mache ich, dass sie dir kein Kleber geben. Geiles Ziel, Bro. Ich schwöre. Okay. Also, Ich würde stabil. sagen, wir machen noch eine Würstfrage und dann gehen wir ins Quiz über und nachher Okay. ist der Moabit mal beendet langsam. Also, ihr habt 2 Optionen. Eine minder auswählen. Die haben beide Autoprüfung, oder? Ja. Also gut. Wähl aus. Du darfst nur ein Auto fahren, wenn dich jemand mit der Autoprüfung begleitet. So wie als würdest du lernen quasi. Ja. Oder, jedes Mal, wenn du schiessen gehst, egal wo auf der Welt, egal wann, nach 3 Minuten kommt jemand, der stressen, schon Oh klopfen. mein Gott, das ist eine schwierige Frage. Oh. Also entweder darfst du nur fahren mit jemandem, der auch eine Prüfung Ja. hat, oder wenn du schiessen gehst, jedes Mal Nach im 3 Leben Minuten. nach 3 Nach 3 Minuten Minuten kommt kommt. schon Also klopfen. ich 100% das Erste. Ich bin so ein Bist du ein Langscheisser? Ich glaube, ich sage es ist. Wenn die Frau kommt ab und zu schon im WC klopfen. Checkst? Bro, Und das stresst mich nach 15 Minuten Bro, so. jetzt Ey hast- Mann, was bin ich wohl am machen da? Weißt du, was machst du? Das sind die schlimmste Frage ist nachher das noch. Was machst du? bist so lange dort? Wieso Was bin willst du ich wohl am machen? rechtfertigen? Ich häng da gerne im WC alleine, weißt du. Ah, shit. Ich glaube schon, das Erste bei mir fix. Lieber jemand mit Autoprüfung, weil ich habe erst vor kurzem die Autoprüfung gemacht, Bro. Ich bin 32 geworden. Ich habe nie so Auto, bist du Leute gewöhnt? haben mich schon gefragt, Bro, bist du wirklich Schippy? So, ich Ja, habe ja. das voll nicht, Bro. Ja, ja. Mir ist scheißegal, Ah, M3, okay, M17. okay. Es ist mir scheißegal, Bro. Er soll fahren und ich muss nur ankommen. Also, Bro, ich Klar, sag er wichtig- soll geil aussehen von außen. Ich finde auch März geil, Bands bin ich Fan. Aber ich habe keinen Plan, Bro. Es Bro, interessiert mich gar ich sag, nicht. Mich interessiert 3 Sachen. Erstens, Fahrt. Zweitens, hat es Bluetooth, Bro. Ja, genau. drittens- Es münd- Kostet mich das Drecksauto nicht 2000 Stutz, Genau, wie mein das kannst Auto du jetzt zahlen, weil, momentan. Bro, eben, wie viertens gesagt, ist ich kein Renault. lebe mit der Familie, Bro, ich habe Frau, Kind, ich zahle das Zeug selber, weißt du, so. Und das schon länger, weißt du, Ja. was ich meine. Und darum, ich kann auch nach dem, was ich mir leisten kann, so, weißt du. Klar, ich habe ein bisschen dort Cash gemacht, ist das, aber Bro, ich bin nicht der, Bro, ich zeige nicht gern, so, ich laufe auch nicht, keine Ahnung, was ich habe eine geile PS-Kette, mir gönnt mal, wo ich eigentlich mehr so für Videos und so für Auftritte, so nutze als so das Bild, weißt du. Aber wir sind uns einig, Bro, ich sag dir ehrlich, du kannst mich du hast 2 Kinder, du hast Frau, das heisst, du hast Eben, genug, Frau hat Prüfung, sie kann eh mitfahren. genau, aber du hast 2 Kinder, du hast Frau, du hast genug Leute daheim, die quasi rund um dich herum sind. Ja, voll. Die 15, 20 Minuten
WC-Session. Ja. Die ist Gold wert. Die gönnst du auch. Die gönnst Ja, du ja. und dort bist du Also- allein, Bro. Bro, ich ist bin einer, so. der brutal gerne Auto fährt. So. Wenn ich mal eine Prüfung habe, wenn ich das Auto habe. Aber, WC gehen ist auch sehr wichtig. 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 Der wichtigste. Ich würde tendenziell als Zweite nehmen. Ich würde sagen, erst sogar klopfen kommen, weil juckt. Nein, Bro, ist schon mühsam. Stell dir vor, du bist auf dem WC, nach Nach 3 3 Minuten ja. hörst du nur das. Nach 5 Minuten. Ja, hallo? Ist jemand da drin? Nein, Ist jemand da Bro, ich drin? habe mal so auf der Baustelle, Bro, ich arbeite ja auf der Baustelle, Bro, und ich habe das gehabt, wo einer beim Toy, Bro, Ja. ich bin nur go pissen gegangen, Bro, Ja. weißt du. Weil jetzt auf der Baustelle ist so eine Regel, du versuchst so weit wie möglich flüchten von den Toys, Ja, weißt? ja, ja. Aber es gibt auch dort, jeder hat es schon trotzdem mal gemacht, weil du hast keine Möglichkeit Ja. immer zum Flüchten. Aber Bro, du bist go pissen, sogar dort, Alter. Kommt er und er sieht, es ist besetzt, weißt, zieht an der Tür, nur schon das Er nervt. sieht, das ist rot. Er sieht, das Okay, ist weißt rot. du, lass, weil ich sag dir nichts, weil was soll ich sagen? Ja, ist besetzt, du siehst, du Missgeburt, das ist zu. Und nachher hängt er und ich pisse und ich denke mir noch sogar, eigentlich solltest du sogar hören, du Wichser, wenn Ja. genau los ist. Und dann noch so, hallo, weißt du, nochmal so wie am Bestätigen, ich so, ich bin am Pissen, Alter, weißt du, so wie, und dann wirst du grad hässig, Ja, direkt. weißt du, und dann grad so, ja, wie lang geht das noch? Und dann hast du grad gewusst, oh, warte, bis ich draussen bin. Und dann kommst du raus, was ist, Alter, ich bleib den ganzen Tag da rein und so. Nachher ist rausgekommen, ist der Polier, weißt du, und der Polier tut meistens krass, welche Firma bist du? Ich so, kann ich da am Arsch vorbeigehen, welche Firma ich gehe? Komm, go suchen, weißt du, welche Firma ich bin? Hat der Pulli drin, es steht drauf, weißt du, so voll so. Dann eben riesen Diskussionen gehabt, aber ich bin dann dort. Darum sage ich, Bro, das, Bro. Okay, das No-Go. Unter den Wegen- Umständen, ich verstanden. Wegen No Toy go. WC. Ich habe eine lustige Story, Bro. Ist mir jetzt gerade eingefallen, was du erzählt hast. Eben, ich habe mal einen Sommer lang auf dem Bau gearbeitet. Okay. Ich bin so 14, 15 gewesen und weiss Gute nicht- Kinderarbeit. gute Kinderarbeit, Bro, wirklich. Aber du musst Schwör. überlegen, Bro, ich bin auf dem Ding, ich gehe in Toy-WC und ich pisse normalerweise. Es gibt ja Toy-WCs, die sind so voll tagged, weißt du, so Leute haben Sachen. Ja, geschrieben jeder und so. macht dort, jeder zeigt seine grusigsten Gedanken. Bro. So die Wahrheit ist dort Bro, von den Menschen. dort Die Wahrheit merkst du, wie liest ein im Toi-Toi, von WCs liest du die Weisheiten. Weisheiten. Also dort siehst du einfach die Seelen, die wahrhaftige Seelen, wie jeder Bro. Mensch richtig denkt. Und ich sag dir, Bro, ich bin dort reingegangen und ich bin am Pissen, Bro. Und vor mir steht so ganz klein, aber ich lese so, es steht so, wenn du einen kleinen hast, schau rauf. Und Bro, und so viel gegen rauf. Du schaust einfach. Und ich hab egal. geschaut. Du Und ich schau schaust. rauf, es steht, haha, da ist ein kleiner. Ja. Bro, das sind so, ich kenne Tausende Was hab ich von erwartet? denen. Es gibt Tausende von denen. Aber eben, ich sag ja, eigentlich siehst du wirklich so dort, so die Wahrheit, so was in den Seelen von Ja, den Leuten ja. ist. Weil die Leute, die dort alles schreiben, gegenseitig, essen am gleichen Tisch. Ja, ja, in der Bro. 10-Pause, Wirklich, 9-Pause, weißt du. Direkt. Aber es ist schon, ja. Okay, wir haben das Quiz vorbereitet, oder? Oh. Gibt's Haben ein Quiz? Haben wir? Also schick. Okay. Also. Wir haben das Quiz vorbereitet. Das ist jetzt nicht ich gegen mich, sondern es ist ich gegen dich. Okay. Okay? Und ich weiss nicht, ich kenne die Frage nicht, Bro. Wir werden jetzt herausfinden, was Also, ist ist so buzzermäßig, Was ist es? wer ist, oder können wir einfach schätzen? es sind Schätzfragen, Schätzfragen. aber ist es A bis, was ist es? Hat's Multiple Choice? Also so Zahlen sicher. Ah, okay, also Zahl. Also schickst du mir Einmal eine Frage der oder willst du Vers sagen, fragen? Was machst du? Nein, gib ihm, Oder er gibt bitte den Oder soll Laptop. ich es aufschreiben irgendwo, oder? Nein, wir machen auf faire Ehrenmann-Basis, Einmal Bro. leer, einmal leer. Genau, genau. Und Der, der nachher ist. Der näher ist. Schlussendlich ist es egal. Einer macht eine Zahl mehr oder weniger. Bro, wenn ständig, er's auch nicht ich weiss. bearbeite das sowieso, weißt du, was ich meine? Ich zeig schon, dass ich besser bin als... Egal, ich nehme so hoffe es auch, deine Bro, ist Stimme, ich schon tu über blöd. mein Ding. Ist schon blöd, deine Show übernehmen. Nein, Komm. Bro, alles gut. Mach, Bruder. Geil, geil. Okay. Also. Olum, Bundela. Frag, komm. Bro, das geht nicht. Was ist? Frag. Wie schwer kann eine Schönwetterwolke werden? Okay, okay, Wie muss ich- schwer? Also, was ist Schönwetterwolke? Also das heisst, Ja, das ist so eine weisse Wolke. das ist also eine, die weisse. nicht gefüllt ist mit Wasser. Ja, nicht ganz. Darum Das ist die, die wenn es so sonnig ist, aber kannst, weiss. hat man so etwas können messen, in dem Fall schon? Ja, Bro. Okay. Also, ich nehme jetzt mal an, wenn, Schönwetter ist so, wenn wirklich klarer Himmel ist und einmal geht so, Aber so eine Woche Wolke, wie vorbei. groß ist sie? Das ist eine gute Frage. Aber Wir nehmen Frage, Durchschnitt. Moment. Wie Nein, schwer kann? Wie schwer kann. Das heisst, ab irgendeinem Punkt ist das Gewicht erreicht, dass sie nicht mehr schön ist. Ah, Jetzt müssen wir herausfinden, verstehst verstehst du? du? Das heisst, der Sexistisch, Schönwetterdings hat etwa so, bevor sie Wasser, okay. Genau. Ja, keine Ahnung, Bro. Ich schwöre, ich weiss jetzt nicht, ob ich sollte von Gramm anfangen oder auf Kilo. Bro, ich glaube- Bro, gar nicht Gramm, Bro, gar nicht Gramm. Ich Ich sag glaub, nur wir das, müssen- gar nicht wir Gramm, Bro, gar ich nicht kann, Gramm, nicht, Bro. ich kann nur das wählen. Wieso? Vielleicht hast du wieder sagen, 100 Millionen Gramm? Ja, schon so, aber ich meine so, ja, Bro, keine Ahnung, man, Weißt du, was ich ich kann mir mach? nicht vorstellen, dass die schwer ist. verdammt. Bro, ich sag ganz ehrlich, je nach
Willst du erst sagen, oder Bro, soll ich sag sagen? erst, ich sag Okay. einfach mal, ich sag jetzt einfach mal, Bro, 19 Kilo. Okay. Ich sage, ab 20 ist sie Regenwolke, Bro. Aha. Keine Ahnung, sag ich. Ich finde 19 Kilo. 19 hast du gesagt. Ich sag 19 ist einfach mal verdammt viel. Ich sag 15 Kilo, Mann. Ui, vielleicht ist es 100 irgendetwas. Was ist? Oh mein Gott, Jungs. Also, so Wulche, ich weiss, wenn du anschaust, Ja. sieht nicht so groß Oh mein aus. Gott, okay, meine Aber wenn du Wulche vor dir hast, Ich kann wieder Bro, sagen, das ist fast 190. ein Kontinent am Monaco. Okay, auf jeden Fall, Jungs, schockiert, ich bin auch schockiert. Ja. 1000 Tonnen. Oh, was? 1000 Tonnen, Bro. 1000 Tonnen. 1000 Tonnen am Ja, Flügel aber in der eben, Luft. du weißt, das Problem ist, du hast die fliegt die nie nicht runter, nahe, Bro. Bro. Weißt, und du stellst dir vor, so, das ist ja so, So leicht, weißt so du, abschweben, wie ein weißt? Nebel, wie ein Nebel, wo du durch kannst gehen, weißt du, so. Übrigens, sorry, ich habe letztes Mal die Community gefragt, wie das Quiz soll heißen, Ja. wo wir machen. Und das Quiz heisst das Kurt-Se-Quiz. Checkst? Das Kurz- kurze, der kurze. Okay, Der okay. Kurze. Kurze. Aber so wie Der Kurde, Kurze. Bro. Okay, okay. Also auf Okay. jeden Fall, damit hat sich auch meine Frage erübrigt. Ich habe mich immer gefragt, wie es eigentlich ist, wenn du mal von der Luft einfach anfliegen bist und durch eine Wolke gehst. Ich glaube, das Eben, ist ja, es würde dich ja wie ein nicht, Fuß. meinst du? Nein, Bro, Ich glaube eben Flugzeug nicht, kann sie ja auch fliegen durch. ja durch. Stimmt. Und ich glaube, du wirst ein bisschen feucht werden. Es ist so Ja. wie so ein Regen, weißt du, die ganzen Fix, feinen Regen so. Eben Ja. darum sage ich, kann mir das kannst du dir halt nicht so Okay, vorstellen, aber wie die als offizielle Antwort? easy, du 1000 hast gewonnen. Tonnen. Du hast 1000 1000 Tonnen. Tonnen. Was Brutal. ist die nächste Maßeinheit nach Tonne? Megatonne, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ey, fuck. Scheißegal. Okay, nächste Frage. Also 0-0. Wobei, theoretisch, ich bin näher gewesen, Bro. Du hast den Punkt. Nein. Da wird nichts geschenkt, Bro. Hey. Also. Nächste, hey. Okay. Wie viele Sprachen werden auf der Welt gesprochen? Oh. Okay. Wie viele Sprachen werden auf der Welt gesprochen? Also da gehört auch Sprachen dazu, die kein Ja, Land ich haben. sag mal jetzt einfach geschätzt 480. Also, warte schon. Es gibt Nein. es gibt Warte, ich nehm's 136 Länder. Und Warte, das ich nehme nur. den zurück. Eben, ich bin auch das am schauen, aber du musst schauen, pro Land kannst du auch schauen. Weißt du, in China hast du, glaub 100 Versionen. Ja. Weißt du, das Vom ist Mandarin das. Und das sind und auch so. Sprachen einzelne. Aber eben, ich sag trotzdem, ich sag mehr, ich sag 1000, Mann. Ja, Bro. Schau, es gibt Länder wie Ich bin bei Schweiz. 480, aber ich sag jetzt so. Bro. Heißt 880 ist meine letzte 880. Antwort. Also. Bro, ich sage, wahrscheinlich ist das so die offizielle Landessprache ohne Dialekt. Ja. Schweiz ist ein Land, wo 4 Sprachen gesprochen wird. Nein, aber in China sind es eben nicht nur Dialekte, Bro. Es sind bei viel, also, wie soll ich sagen, es wird trotzdem als, du Als kannst ja nicht eigene nur Sprache Chinesisch als eine Sprache nehmen, Bro. Okay. Also, finde ich jetzt, weil Afrika hat zum Beispiel auch mehrere Länder, also jetzt, ja, im asiatischen Bereich, sage ich, hast du trotzdem 100 über, das sag, das wüsste ich, bin glaube ich schon ein bisschen zu weit, aber ich sag trotzdem. Okay. Okay, also, schaut Jungs, du hast jetzt gesagt 880 Ja. und du sagst, Bro, ich sag, wir sind mit 400 sind wir gut unterwegs. Du bist schon gut besser dran, aber sag. also nur kurz zu der vorherigen Frage, in dem Fall, was hast du gesagt vorher? 116 Länder? Nein, aber die erste Frage, wie viel Kilo hast du gesagt? Also ich glaube, du bist 19. nachher gewesen. Nein, ich habe 19 gesagt. Du hast 19 und du hast 18 oder 17 gesagt. Okay, du bist einfach nachher gewesen. Wieso? Zu den 1000 Tonnen, ja. Aber Ja. einfach, dass der Punkt Ja. jetzt vorher für dich Ja, war. ja. Okay. Also, es gibt Ja. 6500 Sprachen am Monaco. Okay, du bist näher, Bro. Wow. 6500 Sprachen. Wow. Aber eben in dem Fall ist das so gerechnet, dass eben alle aufzählen. Wahrscheinlich. Ja. Sonst macht es keinen Sinn, weil Bro, nach den Kurdisch Ländern, gibt schon 10 Versionen, Bro. weil nur nach den Ländern, aber eben es wird angesehen als, was offiziell als eine Sprache Ja, zählt. ja. Und das zählt auch, wenn es in einem Land ist, Ja. wo, weißt du, ich meine, jetzt in Frankreich ist es etwas anderes, dort gibt es ja keine andere Sprache. Ja. Ja. Aber verstehst du jetzt aber in China ist es so gross, oder Russland. Gibt's in Albanien? Gibt's nur Albanisch? Albanisch, nur So Albanisch. Lyrisch oder so? Also das, ist Albanisch, Bro, Hochalbanisch gibt's ja, glaube ich, noch. Nein, Bro, es ist eigentlich alles Albanisch, aber die in Kosovo reden anders, die in Mazedonien reden Ja. anders, das sind Dialekte. Bro, ich habe einmal Wir haben auch viel türkische Wörter, viel Ja. serbische Wörter, aber es gibt
Bro, du hast einen Stammbaum. Wir haben keinen Stammbaum. Also als Albanische kommt von nichts. Ja. Kommt nicht vom Germanischen, Lateinischen oder was auch immer was. Es ist ein eigener Stamm. Ja. Also es ist einfach gekommen, die Sprache. Es ist auch bis heute noch nicht richtig herausgefunden worden. Es sollte auch eine von der ältesten Sprachen in Europa sein, sagt man. Weil es ist wirklich, du kannst es mit hure viel Sachen, wo man heute noch nicht versteht oder noch nicht weiss, kannst es aber auf Albanisch 1:1 übersetzen. Ja, ja. Weißt du, und du siehst auch viele Städte oder viele Länder von früher haben Namen in der Stadt oder in ihren Wortschatz, wo albanisch sind. Weißt du, eine Stadt, wo, keine Ahnung, wie Calabria heisst Calaya Arbris. Aha, Bro, es gibt ja so, es gibt viele so Sachen, weißt du, aber das ist momentan alles sind das Theorien, weißt du, weil sie es einfach noch nicht können bezeugen und sie können es auch, sie wollen es, keine Ahnung, vielleicht auch noch nicht, aber es ist, weißt du, was ich meine, das albanische Volk hat schon eine grosse Geschichte. Weißt? Ja, extrem. Aber es hat nur eine Sprache, es ist eine Sprache, es sind Dialekte, Bro. Ja. Weil es so viele Grenzen hat, so viel Krieg, dass es eben die in Mazedonien haben, ein anderes Albanische. Ja. Aber am Schluss, in der Schule lernst du das Albanisch, wo in Albanien geredet wird, als Standard. In Kosovo ist so hoodmäßig. Ja, so, ja. wir haben es abgewürzt. Aber es ist trotzdem einfach eine Sprache. Aber es ist eine Sprache. Okay. Okay, also statt 1-1. 1-1, okay. Machen wir besser auf 3 oder? Wie viele Fragen haben wir noch? Wir haben ein paar, aber... Ach man, man kann schon ein paar machen. Ja. Also gut. Also. Wieso ich gesagt habe, besser free? Weil eine Frage zum Beispiel ist, wie viel Honig produziert der Bienen am Tag? Okay, krass. Ja, das stimmt. Aber das ist geil. Wie viel? Wie viel Honig eine Ein an einem einzig. Tag Einzig, macht. also... Aber Bro, gib uns einen Tipp. Ist es ein Ja, Liter? nein, ich sag, also reden wir in Gewicht, also nicht in Nicht in Zentiliter, Liter Wasser oder so. Also, Wir nein, reden über also ich würde das sagen, Bro. Über Gewicht? Okay. Ja, Bro, du musst denken, look, Bro, es ist so klein. eben Könnt ihr warte, so ein vorstellen. Nest, wo dort ist, so Ja. ein ganzes Teil, wenn du dort die ganze Dings würdest rausnehmen, würdest du vielleicht so einen ganzen Behälter füllen. Okay. Und ich sage, das ist vielleicht Maximum 1 Kilo schwer. 2, Max. Sage ich jetzt, weißt du, und ich Das sind wie viele Bienen? Ich würde sagen, das sind meistens so 2000 Bienen oder so. Du machst gute Rechnung, Bruder. Eine Biene, eben sind ein paar Grammlis, würde ich sagen. Ich würde sagen, vielleicht, ich sag 10 Gramm. Also in 24 Stunden? Ja. 5, nein, warte, lass mich, 7 Gramm macht sie, Heide. 7 Gramm? 7 Gramm. Eine. Viel zu mehr als Ja. ein Fuffi. Bruder, ich sage, sie macht 2,6. Heide. 233 Milligramm. Das ist Wow. 2,3 Gramm, oder? Wow! Der Ich Imker. kann eigentlich schon im Dings weniger. Sinnlos. Du bist hure gut unterwegs. Ich bin hure gut gewesen. Ich wollte 2 sagen. Ich hätte vorher 7 Kilo Das ist gesagt. sowieso, wenn Prüfung so bei dir ist, so wie wenn Prüfung Sinnlos. korrigierst. Ja, eigentlich bist der Weg ist schon mal, aber Lösung ist falsch. 1:1, der. Das ist trotzdem falsch, der Mongo. Aber gut, also. Aber gut, Heide. Aber du hast mich auf den guten Weg gebracht. Ich rede nie Weil ich hätte mehr. gesagt 7 Kilo, aber du so. Ja, nein, aber es schmeckt Sinn. Die muss auf Testo sein, Bro. 7 Kilo haben. Also, So ein Bier auch gekommen. Ich geh mal auf die Zeit. Oh, das sind die 7 Gramm. Weißt du, die, was 7 Gramm bringen? Bro, ein Bier so okay. am Bestäuben, so eine Pflanze kommt so ein... Mein Kollege, du bringst immer 2 Gramm an, Bro, sagen. wie in den College-Film, die Footballspieler. Ja, das, ja, das ist die eben, ja. Quarterback. Sie kommen alle auf die Seite. Gell, Oh, die Platz 7 nochmal. Gramm, komm. Ich sag, ihr bringt nicht mal 2 Gramm an, verpisst euch. Ihr Unterschied Die da, Pollen Mann. dort. Unterschied, ich schwöre. Am Fliegen. Direkt. Geil. Also, Also. gut. Kill Bill haben wir geschaut? Ja. Also, du sicher? Du, okay. Gut. Wie viel Liter Kunstblut sind für beide Teile von Kill Bill draufgegangen? Liter. Das ist Liter. so eine geile Frage. Liter, Bruder. Ich liebe Quentin Tarantino, Ja, Bro. ja. Ganz klar, das ist auch einer von meinen Lieblingsfilmen von ihm, glaub. Bro, das ist einfach zu Für hart. beide aber Filme, Jungs, das Für ist... beide Filme sind schon viel. Bevor, weißt du, wegen Ja, Setdesign und so, Bro, wegen der Kenner ist da am Platz. Du musst vorstellen, so, zum Beispiel, look, wir haben jetzt, eine Szene gedreht für das Video, das ich gemacht habe. Ja. Ich darf den Namen nicht sagen. Ja. Immer noch nicht, Bro. Okay. Also ich sag das, damit du es nicht sagst. Ja, weil ich ja, gehört ja, habe. ja. Wir haben, für ein bisschen Wasser, für ein bisschen Blut, auf dem Wasser, wir haben einen Shot gemacht von der Drohne, wie sie so aufgefahren ist, Blut im Wasser, haben wir 1,5 Liter gebraucht. Okay? Ja, So ja. für eine Fläche Wasser. Ja, ja, also, ich bin schon bei über 50. Also, jetzt für mich, so, wenn ich für mich überlege, ich bin schon bei über 50 Liter, wo dort sicher gebraucht werden. Aber ich denke sogar, Für es beide sind Filme, ja. mehr eben. Aber du bist dran jetzt.
Bro, Ja, besser mal den Böll abgeben, und der wird immer du sagen, Jetzt, oder? der weiss ich, der ist schwierig, weißt du, so. Ist noch mal aufnehmen? Ja. Okay. Bro, ich sage, warte, ich habe den Film im Kopf, es sind 2 Teile, und es hat ja die eine Szene, wo so 30 von diesen Kung Fu Bro, Hustle-mäßig. bei der Hochzeit. Ja, und nachher Also wird ja... bei der Hochzeit ist beim zweiten Teil, Ja, was ja. zeigt, dort ist ja Abschlachterei. Ja. Ich sag, Aber von ihr allein nur, wie viel Ja. sie blühtet. Ja. Bei diesen Angriffen und so, weißt aber das sind 178 Liter. 178 Liter, du bist ein geiles Sieg. Sind's 200 Liter, Mann, Alter. Ich weiß nicht, vielleicht sind nur so 45. Also komm, ich sag Warte, 150 Liter. 150, oder Ja. näher an mir. Wie viel passt in eine Badwanne rein? Ich glaube, über 600 Liter passt. schon. Ja. Keine Ahnung. Oh, dann sind wir gefickt jetzt. Also, Also ich hab gesagt Bro. 150. Ihr glaubt nicht. 1700 Liter. Chia-Benonen, Alter. Schade. Ist doch sicher noch echtes Blut gewesen, die Fixer. Schweineblut und so. Schweine. Aber Nein. Schlachthof. Fuck, du hast ja alle Punkte bis jetzt geholt. Nein, du hast die mit der Bienen. Ah doch, oder? Aber wir haben noch Fragen. Wir haben noch Darfst Fragen. du schon zählen? Ja, nirgends, weißt du? Du Du hast- erzählt du nicht, hast- schon du gut. hast- du hast- Erzählt nicht, schon gut. Ich glaube, es ist 3-1. Du hast den mit Schönwetter geholt. Nein, ich hab keinen geholt. Du hast auch den Bienen geholt. Du hast den mit Bienen geholt. Du hast jetzt den mit Brot geholt. Okay. Aber wir haben noch 3 Shit, Fragen. also Wir haben noch drei komm. Fragen. Bro, komm, den musst du jetzt Heide. riesen. Also. Wie schwer wird ein Elefant? Ein männlicher Elefant? Eine rechte Tonne. 12 Tonnen. Hey, Bro. Jetzt hast du einfach direkt gedroppt. Bro, ein Auto wiegt 1,3 Tonnen im Normalfall. Und er zerschmettert es, wenn Er zerschmettert, also ich sag 6 Tonnen. Du? 12. Ohne, genau 6, oder? Ja, Ey, so ein, ey, Scheiße. Das geht gar nicht, Bro. Das geht gar nicht. Was hast du, wer die Frage geschrieben hat? Nein. Er hat extra- Genau 6 Tonnen. Ich hätte jetzt gedacht, er hat mehr als 10, keine Ahnung. Ja, also 6 bis 7 männlich, 4 bis 5 weiblich. Krass. Ja, Bro, wild Glück, Tiere, Bro, wilde ich sag Ja, Glück. Mann. Okay. Aus irgendeinem Grund hat jemand sehr viele Tierfragen gestellt. Weiß nicht wieso, aber wie viel Zähne hat ein Eisbär? Wie viel Zähne? Hat ein Eisbär? Okay, ich weiss, Haie haben 3 Zahnreihen. 2 unten, eine oben. Also, was hat er schon wieder für ein Maul, Mann? Ein guter, Bro. Weißt Bro, du, also was ich meine? Eisbären, das ist etwas krass. Ich hätte auch kein Gebiss vom Eisbär vor mir. Wie viel Ah, Zähne? er hat so ein schwarzes Ding. Er hat hat so Schnauze, Dings, oder? Ja, also er könnte, weißt du, was ich meine? Was hat er? Er könnte etwa 40 oben, 40 Ja. Tonnen haben. sag Wie ich. viel Zähne hat 80. ein Mensch? Er hat, wie viel? 324 oder so. Ich glaube, oder? Ich sage, ja, 60 bis Ja, 80 Zähne, sage ich. Ich sage etwa 70 Zähne, komm. 70 Zähne. Du? Ich sag 35. Cool. 42, Bruder. Eben, Nonen, Mann! Bro, 70. Aber eben, nein, wo bin ich gewesen? Mal 40 Zähne unten, wirklich. Bro, das ist ein guter, Bro. Stell dir vor, für den Zahnseide, Bro. Ah, man, Oh, Bro, man. der hat die einen Mixer Zähne. im Maul, man. Der fängt den Fisch und macht den Fisch. Noch in nie den müssen Maul drin. kauen. Also, Bro, Nur jetzt so mal- am jetzt- Schütteln. Jetzt Am hast Schreddern. du den Ehrenpunkt, Bro. Gib ihm. Alter, komm. So. Ui. Also. Wie viele Menschen haben auf der Erde gelebt, wo Jesus geboren ist? Das ist, boah. Alter, das ist vor über 2000 Jahren gewesen. Puh, die Population. Also jetzt haben wir ja ein bisschen mehr als 8 Milliarden, ja, so Ich weiß nicht mal, irgendetwas. ob eine Milliarde war. Wir haben jetzt 8 Milliarden, aber ich weiss, dass der Boom von der Population ist letztes Jahr, bam, auf. Also ich glaube so, hä? Bro, 1970, seit Das 1970. heisst, das mit Huren wenig gewesen. Das heisst, Bro, wir sind jetzt bei 8 Milliarden, Ja. bei 1970 sind wir bei 4 Milliarden gewesen. Und ich glaube, Also ich sage, es sind in dem Fall irgendwie nicht mal 1 Million gewesen oder so. Mann. Krass. vor 2000 Jahren ist ja auch das ist noch nicht dem, dort ist der, Aber easy, Bro, es sind auch viele Menschen gestorben in dieser Zeit auch. Ja, Bro. Kriege und so. Früher- Es ist früher- einfacher gewesen. Ja. Also ich glaube, es sind trotzdem viele Menschen gewesen, weil wenn Leute herkamen, Ja, ja. von 1 Million Menschen. Bro, es hat fette Kriege. Also weißt du, was ich meine? So, Okay, okay. wenn du schaust, Bro, was sind Inkas oder was sind die Ägypter für weißt du, so, weißt du, was so Menschen du bist so ein Age of Empires Typ. Wie viel, Ja. was für Völker haben gelebt, dort in den Nullerjahren? In der was Gell, was? was ist das eben in diesen Jahren? Was sind für Völker dort gewesen? Was hat's dort Bro, gegeben? also ich sage jetzt mal kein Mann. Es hat sicher Ägypter gegeben, es hat sicher, hey Bro, ich weiß nicht, was du damals... Eben so Perser und so. Perser, Bro, aber überleg. auf jeden Fall ist das
eine Zeit gewesen, wo die Menschheit rum war. Also es hat wirklich, Also ich sage, es hat trotzdem eben viel gehabt. Aber es Römer ist hat's gehabt, schwer. Du kannst Perser eben hat's nicht so, gehabt, Araber hat's es hat sich gehabt. schon verdoppelt, aber wissen wir, dass es dort nicht mal auch gleich viele Menschen gehabt hat? Oder Ich glaube, easy viel und dann sind viele gestorben und, also das, Also früher bist du easy schnell gestorben, aber es sind auch easy viel auf die sie haben Welt gekommen. viele Kinder gemacht, Bro. Mann, Wie wild. damals. Das ist nicht wie heute gewesen. Heute ist ein Kind Politik. Ja, heute ist so Familienbild, so 2, 3 schwierig Kinder. damals Volkszählungen machen und so, aber ich sage, damals hat es keine Milliarde gehabt. Das sage ich. Du sagst kein, ich sag, es hat 1 Milliarde gehabt. Okay. Also, das heisst, wenn es unter Milliarde ist, Günsch. gewinne ich, Ja. wenn es über, dann halt Ja. schon einen Punkt. Es wird unter sein, Mann. Bro, es ist unter. Ja, also, warte, dann machen wir nochmal neu. Ich sag 400.000. Ich sage eine Zahl, Bro. Ich sag 400.000. 400.000. Bro, 400.000 hat allein meine Siebschaft, man. Sorry, ich meine 400 So Millionen. viele Sorry. Schiffes da heute in der Schweiz. Ich sag 400 Millionen, Bro. 400 Millionen, Ja, okay, aber du. ich sag, er hat 500 Millionen. Bro, wieso sagst du nicht weniger? Was sind Weniger. 300 Millionen? Ja. Egal, es hat nicht müssen sein, Bro. Bruder, schon gut. Du bringst mir Sachen Musik bei. Wir machen Allgemeinbildung. Aber krass, Alter, trotzdem easy. 300 Millionen, Bro, heavy, man. Krass. Also, die meisten haben einfach, weißt du, asiatischer Raum vielleicht gelebt oder so. Bro, eben, weißt In du, Rom habe ich so mal gehört, so Rom, so tut. aber weißt du, wie muss sich das angefühlt haben? Also, ich meine, wir kennen es jetzt, wie es ist. Wir leben mit drin und wir gehen überall, können wir in Europa uns bewegen und so viele Menschen wie es sind, es ist ja nicht so, keine Ahnung wie viel, wisst ihr, es ist ja nicht überall so. Ja. Und wenn du denkst, wie es wohl damals war, so, wenn hast du wieder mal einen Mensch gesehen, wo du losgeritten bist, so, weißt du, was ich meine? Ah, krass. Bro, Du meinst, vor wenn du von einem Ort auf den Ja, anderen bist. sicher, Bro, weil eben von Und du hast nicht 400 gewusst. Millionen zu 8 Milliarden, also, wenn du dort in Europa dich bewegt hast, wie viele Menschen hast du gesehen? Ja. Von Paris auf Und nachher, wenn Deutschland. du ihn gesehen hast, hast du gedacht, fickt er mich jetzt oder nicht? Eben, ja, checkst, aber weißt du, das, ist er Bro. gut oder nicht, Bro, weißt du? früher, Dort ist einfach schnell der Schwert, flash. Ja. direkt, was wird man, was der Polizei Kein Problem, der Kind ist genommen worden, ist Ah, dort das heisst, sie aufgezogen, bauen weißt du, Leute, es was ist dort gemischt, komisch gewesen, aber eben, ja. Stabil. Stabil, Mann. Das ist kurz und bündig Episode 16 gewesen. Das ist der Podcast, bei dem du sogar noch etwas lernst. Bro, du darfst gerne das Abschlusswort sagen. Ey, danke schön. Ey, ich würde danke sagen erstmal, dass ich da sein, Jungs, wirklich richtig nice, richtig ehrlich, richtig, es gibt mir ein gutes Gefühl, Bro, und ich würde das auch allen da draussen sagen, geniessen den Podcast und ja, lernen ein bisschen, hören ein bisschen zu mehr. Ich glaube, das fehlt uns, Mann. Ja, Mann. Danke viel, Mann. One love. Das ist kurz und bündig.